Hallo. Scherstein von Bier, der Ricky hat verloren, aber ich mache trotzdem die Ansage. Hallo, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Welche Folge? 87? Ja. Hey, herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Underground-Schweizer Metal-Podcast, wo von zwei Leuten mit Migrationshintergrund geleitet wird. Ja, 3. 3 Leute mit Migrationshintergrund geleitet wird. Einem von diesen 3 sieht man es nicht so an. International Business. Aber, Der Brian, fix. Nein, ich. Mir sieht man es nicht an. Brian, Bei Brian seine Stimme gehört. Brian, ja, aber der Brian. Wenn ich jetzt das im Namen vom SVP Bünzli darf sagen, der Brian hat das Ausländerhaar. Hast du dich Russland nicht dunkel? Ja, fair. Weil ich habe mal gehört, irgendjemand hat mal gesagt, schwarze oder so ganz dunkle Haare gibt es in Europa eigentlich gar nicht. Dann muss ich sagen so, apparently mal, weil ich habe gerade vorher 4 gesehen, also shut the fuck up. Ja. Ich hätte ja auch so gerne so gute Haare gerne wie der Brian. Brudi, Brian seine Haare. Aber der Bruder sollte theoretisch ja auch sehr gute Bartgene haben. Nicht unbedingt. Ist einfach, da ist Türk, da ist Schweizer. Nein, Schweizer haben auch gutes Bart. Ja, ich weiss nicht, was ich mache. Voll. Ich meine, doch, das ist der Italiener, ich habe keinen Bart. Und einen kleinen Pimmel. Anyway. Weil ich habe kein Haar am Kopf, aber dafür habe ich auch wenig Körperhaar. Das ist Latino. Das ist Schweizer. Aber das Ding ist eben, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Latinos sind so hure haarige. Nein, je nachdem. Also, okay, Spanier sind ja keine Latinos. Sind Spanier haarig? Weißt du, je mehr nach Süden gehst, desto mehr Deutsche sind dort ausgewandert. Wie die in einem fraglichen Zeitraum. Ja, ist egal. Ja, ist okay. Weil, so irgendwie, ich habe das Gefühl, so in Europa, wenn du so weiter runtergehst, sind es mehr am Haar haben, was eigentlich keinen Sinn macht, weil dort ist es ja wärmer. Nein, eben weniger. Nein, Bruder, hast du schon mal so einen Sizilianer angeschaut? Bist du schon mal in Italien in der Ferien gewesen? Am Strand, Alter, die alten Sekte, die alten Mafiosi mit den fetten Ränzen und den Haaren, Alter. Das stimmt. Hast du Flavio Briatore schon mal angeschaut? Das ist ein guter Punkt. Das sind die römischen Wurzeln in dem Fall. Kennst du das Meme, wo so, wenn my son asks why he should work to get money and then you show him, dann zeigst du ihm das Bild von Flavio Briatore mit der jungen, heißen Frau. Ich weiß nicht, wer der Briatore ist. Boah, das ist der Formel 1, der Formel 1-Chef von Renault. Ich weiß nicht mehr, ob es neu ist, aber es ist früher auf jeden Fall gewesen. Und siehst so, eben, wieso das, wenn dein Sohn fragt, wieso dass man viel Geld braucht, wieso dass man arbeiten zum Geld haben. Aha. Und dann siehst du, eben, zeigst du ein Foto von Briatore mit der heißen jungen Frau. Okay. Und dann so, wenn deine Tochter fragt, wieso dass sie arbeiten und Geld verdienen. Gleiches Foto zeigen. Gleiches Foto zeigen. Damit musst du mit einem alten, fetten Sack zusammen sein. Ja. Das ist ein guter Punkt wegen die Genetik um Europa. Ich habe gedacht, je mehr nach Süden du gehst, desto weniger Haar hast. Ich schaue jetzt eben die Leute meistens nicht so genau an und ich bin auch nicht so der Strand-Dude in der Ferien. Aber ich habe das Gefühl, es ist... Ich starre weniger Leute an der Brusthaar. Ja. Ich auch nicht jetzt so... Außer wenn man so richtig viel Haar hat. Ja, aber dann musst du schauen. Dann musst du. Shoutout. Shoutout nicht uns zwei. Aber ja, wir sind zurück nach einer Woche. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, ja. Ausnahmsweise. Weil wir haben gedacht, eben, ich habe jetzt dann gleich Abschlussprüfungen und ich bin kurz vor Panic Attack. All Panic, no Disco. Ja. Darum haben wir gedacht, wir nehmen heute nochmal auf. Ja, aber ist das die ganze Wahrheit, Ricky? Oder kommen wir da später noch zu etwas anderem hinzu? Nicht ganz. Für die Leute, die da vielleicht noch nicht ganz auf dem neuesten Stand sind von den Dingen. Wir können das schon erzählen. Nein, machen wir zuerst den Recap. Alright, ja, machen wir den Recap zuerst. Wieso hast du dort nicht mehr nachgeschrieben, was es ist? Ist nur noch shit, habe ich es gelöscht? Ah, nein, warte. Wir sind nicht ganz links. Wir sind nicht ganz links, geht gar nicht. Wir sind ein bisschen rechts gegangen. Kleiner Rechtsrutsch gehabt bei Metal Servola. Für alle, die sich fragen, wir haben da ein Excel-Sheet mit Zeug, wo wir drüber reden und dort ist so eine Kategorie aufgeschrieben, so Recap, News, Releases und wir haben die Schrift nicht gesehen. Also Rechtsrutsch bei Metal Servola nur im Excel-File. Ja. Bisschen wie heutige Jugend. Wir sind nicht die heutige Jugend, wir sind immer noch alt. Das stimmt, wir sind die alten Säcke. Wir sind nicht jung, wir sind nicht Nazi. Wir sind die alten Liebs. Aber ja, Recap. Was haben wir alles gemacht? Es ist eine ganze Woche. Eine ganze Woche. Also, haben wir noch geprobt? Nicht, gell? Das haben wir vorher noch gemacht. Wir haben absolut gar nicht geprobt. Beziehungsweise, nein. Nein, wir haben gar nicht geprobt. Wir haben am Montag geprobt.
Stimmt. Am Montag probt und Dienstag haben wir, glaube ich, Podcast aufgenommen. Oder am Mittwoch? Mittwoch, glaubst du, ja. Mittwoch, ja. Ich glaube, Und dann, ja. Stimmt gar nicht. Nein, am Freitag Podcast aufgenommen. Nur ein Doppel. Freitag? Oh ja, Ja, stimmt. definitiv ja. haben wir am Freitag Podcast aufgenommen. Wir haben am Freitag Podcast aufgenommen. Nach dem nächsten Tag haben wir ein Konzert gehabt. Wir haben in der Medpark gespielt mit Taoist und D-Class. Mhm. Das war ein ganz geiler Abend. Hey, zum Glück haben wir noch einen Slot switchen, Alter. Ja, voll. Fuck me. Voll. Das war cool gewesen. Gleichen Tag hat es noch Paleface gespielt in Zürich. Und hast einen Wacker Metal Battle gehabt in Zakiona, wo Kate Effect gewonnen hat. Congrats, Boys. Crazy. Ja. Da haben wir uns alle böse verschätzt dort hinten im Backstage. Ja, voll. Nicht, dass wir den Kate-Effekt nicht gewünscht hätten oder nicht zutraut hätten. Wir hätten es der Jury nicht zutraut, Kate-Effekt zu wählen. Wir haben einfach Geld verloren. Wir hätten so böse Geld verloren, hätten wir gewettet. Ja, Leck Bobby, hey. Weil wir haben das Gefühl gehabt, der Kate-Effekt ist eine sehr seriöse Band. Die macht brutal gute Musik. Aber wir haben das Gefühl gehabt, ihre ganze Vibe ist ein bisschen zu YOLO für so eine Metal-Battle-Jury. Aber fucking good for them! Ja, congrats. Schöne. Unser B-Team ist schon mal im Halbfinale. Also beide Bands, die jetzt am Finale sind, haben Taoist-Mitglieder, von dem das ist schon mal sehr gut. Stimmt! 100% von den aktuellen Finalisten spielen auch bei Taoist. 100% von den aktuellen Metal-Battle-Finalisten Voll. spielen auch bei Taoist. Also wenn ich nicht ein guter Headhunter bin, dann weiß ich nicht. Ja. Also wir haben ja... Recruiting Bruder, stark bei Taoist. Also zum Fernsehen, wir haben ja schon mal... Haben wir jetzt B-Team-Sänger Also der Luki und ich, aber Ja. zum Schreien. Ja. Die Mick wäre fucking sick. Voll könnten wir auch machen. Die Mick wäre fucking sick. Ja. Aber eben, dann haben wir das letztes Jahr überlegt, so, wenn ich jetzt auch mal... Es ist schon overpowered, also schon ein overpowered sein. Also wir haben schon gesagt, 1400 Leute inzwischen. Das fucking stacked Line-Up. Und vor allem das Lustigste ist, wenn du das B-Team spielen lassen. Also, ich weiss jetzt nicht, beim Danu... Dann ist A-Team jetzt. Eben, Danu ist Genau. A-Team. Ich weiss jetzt nicht, Genau. ob beim Danu eventuell nicht. Aber wenn du B-Team würdest auflaufen lassen, die sind... Ich kann nicht... Also nicht, dass sie besser sind wie der Mike und ich, aber sicher ein bisschen versierter an ihrem Instrument. Ja, fair. Weil der Rada und der Luki sind, glaube ich, beide effektiv einfach wirklich brutale Gitarristen. Für die, die es nicht wissen, bei Taoist sind wir 14 Leute. Wir haben jeweils Teams, A, B und C-Team. Einfach eben die am meisten mitspielen, sind im A-Team. Die sporadisch mal aushelfen oder mal mitspielen, sind B- und C-Team. Und das ist auch nicht fix. Also wir haben schon mal einen Wechsel gehabt. Und jetzt ist Danu, Drummer im A-Team, ehemaliger Whiteout-Drummer von meiner alten Band. Dann haben wir den Bella, Gitarre A-Team. Wir haben den Mike, ehemalig Anthem for Dying Day und Sacrifice with a Scythe. Er ist Bassist. Und ich bin natürlich Sänger. Dann B-Team. jetzt es ist fucking stacked. Das B-Team wäre sicher rein lebenslaufmäßig ist insane. Wir haben B-Team, haben wir den Niki von Expero, der letztes Jahr internationale Wacker Metal Battle gewonnen hat. Schon ein sehr guter Gitarrist. Dann haben wir am Bass gut May. May ist jetzt am Bass. May ist brutal. Bei der Luki nie wirklich Songs gefällt. Und jetzt tut der Luki mal B-Team Vocals machen. Würde ich sagen. B-Team Vocals. Ja, B-Team Vocals. Also wir können literally an 2 verschiedenen Orten spielen. Ja, vor allem wenn der Luki lernen singen, dann könnten wir das machen. Dann Drums haben wir Dave von Save Last Breath, der das Jahr am Greenfield spielt. Direkt gebucht sogar. Congrats. Und das ist B-Team, dann haben wir C-Team mit der Rada von Kate Effect. Ist der Rada effektiv C-Team? Weil der hat ja schon mehr ausgeholfen als der Niki. Fair, ja. Eigentlich schon. Niki, du bist demoted. B-Team ist der Rada von Kate Effect. Und C-Team Sorry, Niki. ist in dem Fall, du bist promoted worden, Rada. Und dann haben wir C-Team, haben wir Drums, haben wir Janik von Sons of Coherence. Der ist ganz frisch neu dabei. Beziehungsweise, nein, fuck it. Janik ist im B-Team. Sorry, Dave, ich habe dich demoted auf C-Team. Stimmt, das war lange der Plan. Weil der Dave ist schon mega busy. Weil er uns verraten hat für Vicious Rain. Voll das ist einfach nur wegen dem. Nein, weil der Dave ist busy mit Save Last Breath und Vicious Rain. Und in dem Fall Janik, du bist B-Team. Congrats.
Und das Team haben wir eben Dave, wir haben gut Niki jetzt und am Bass haben wir dann also der Luki. Wenn Luki wird Songs lernen. Der Sascha will ja immer, der Sascha von Vierleben hat mir ja letztens gesagt, er will mal in einer Schlägli-Band wieder Bass spielen. Schreib dem mal. Ich glaube, der wäre schon noch ab für das. Nein, ich kann schon, der Luki hat offiziell ein Bass-T-Shirt, von dem das bleibt. Ja, das ist schon der Bruder kann auch ziemlich schnell Bass spielen, von dem her. Nein, aber ich glaube, Bass ist dort, braucht es nicht mega viel Backups. Von dem her, ja, das ist mal, das sind mal alle Taos-Mitglieder. Plus dann haben wir halt Jasi und Lexi an den Fotos. Ja, Foto A und B-Team. Die beiden sind super. Wir haben Nina als Lichttechnikerin, die jetzt in Kanada ist. Schickt Liebe. Nina hat gesagt, sie organisiert einen Gig in Kanada für uns und ich habe dann gesagt, dann muss er aber ein Lichtpult haben, dass sie das Licht machen kann. Mhm. Ja, ich kann mit Norfolk machen. Weißt du wie? Oder ist sie der Englisch- oder Französisch sprechende Seite? Weißt du nicht? Je sais pas. Vancouver ist sie jetzt, oder? Was ist Vancouver? Englisch? C'est pas Québec, I guess. Nein, in dem Fall ja. Das ist nicht Québec. In dem Fall nicht dort, wo Get the Show der Norfolk sind, sondern die andere Seite. Ist Norfolk eine deutsche Band? Nein, ist von Quebec. Oh. Ja, sind Kollegen von Get the Show. Quebec. Ja, in dem Fall Threat Signal ist von Vancouver oder so, glaube ich. I don't know. Vielleicht bin ich auch sehr falsch. Aber, und dann der Nico natürlich, Master of Crew. Das sind unsere Ich weiß selber nicht so genau, was er macht, aber ist ja gleich. Einfach die beste Crew. Gleich DJ. Wie ihr vor 2 Folgen gelernt habt, oder 3, Crew ist sehr wichtig. Crew ist Band. Gleich gestuft. Crew ist wichtig, außer es ist möglich. Voll. Eben, das sind die 14 Mitglieder von Taoist. Für die es noch wissen. Weil es fragen Leute so, wer ist da? Ja, vor allem werde ich immer gefragt, wieso das ist so weird, dass das so ist. Und dann muss ich einfach sagen, ja, Taoist ist ja eigentlich auch ein Ricky Seas, also dein Solo-Projekt. Nein, nicht wirklich. Ja, also mal. Also es hat ja alles mal so angefangen, dass du gesagt hast, ja, du schreibst das Album und dann hast du uns eigentlich nur gefragt, ob wir live spielen, dass du Songs live spielen kannst. Also ich bin der Songwriter. Ich schaue uns schon auch als Band an, aber das Ding ist, wie die Mitglieder, abgesehen von dir, sind meiner Meinung nach nicht wichtig. Also schon wichtig. Es ist schon, aber darum ist es eben die ganze Crew, weil eben, wenn mal einer von uns nicht kann, haben wir jemanden, der aushelfen kann. Genau. Also das Ziel war, dass wir einfach so viele Konzerte spielen wie möglich und quasi einfach mal Spass haben als Gruppe. Und dann, ich schreibe halt Songs, ich nehme die Songs auf und so. Aber inzwischen haben wir recht viel auch im Proberaum von den Songs ausprobiert und von dort die Sachen nachher in der Recording berücksichtigt. So wichtige Pausen und Grooves und so. Drums zum Beispiel jetzt sind auch komplett vom Drummer eigentlich. Also ich schreibe Demos, aber Drummer tut nachher zum Beispiel jetzt im ersten Mal Dave gewesen. Zweite, was jetzt kommt, ist der Dano. Und dort im Studio du schreibst ganz andere Demos wie ich. Ja. Weil du schreibst Demos und machst so, du denkst dir etwas dabei. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich Demos schreibe, mir etwas dabei denke und sie dem Domi schicke und vom Domi zurück, ja, kannst du mir den Song nochmal ohne die scheiß Drums schicken? Ja, fair. Nein, keine Ahnung. Also bei mir ist einfach so es ist quasi einfach der Vibe von den Parts. Ja. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, wahrscheinlich die Hälfte der Bands in der Welt sind so, sie sagen jetzt einfach nicht transparent. Also ich meine, viele Bands gibt es einen Songwriter und der und der spielt einfach mit. Und nach Hause sagen sie so, nein, wir schreiben alle zusammen und so. Bullshit, Alter. Aber ja, deswegen. Aber es macht definitiv mehr Spaß als alleine Musik machen, weil das machen mit dem gut analysisch und es ist ziemlich fucking depressing. Von dem her, darum tun sie so. Ja. Fairplay. Also es ist einfach sehr einsam dann. Es ist viel cooler, in eine coole Truppe Musik zu machen. Kann ich nur empfehlen. Mit Howies Konzert spielen ist einfach fucking funny. Es ist einfach funny. Es ist auch irgendwie auf eine gute Art einfach auch egal, wenn du mal ein Riff verkackst. Ja. So, irgendwie sonst hängst du dich immer drauf auf und wir sind auch so, haben wir Spass gehabt? Ja, genau. Yes. Hat es einigermaßen okay getönt? Yes. Voll. Haben wir das Beste rausgeholt, was wir heute haben können? Yes. Alright, gute Show. Jawohl, ja, genau. Und du kannst das Licht ein bisschen zu dir drehen, weil ich glaube, du bist unterbeleuchtet. Ich bin sicher nicht unterbelichtet, Kollege. Nicht? Okay, gut. Das ist besser, perfekt. Ja, mega viel besser. Es ist amazing jetzt. Für alle, die den Podcast mit Video schauen, schreibt bitte darunter, wie viel besser das es jetzt geworden ist. Also was schon insane ist im Fall, wie besser es für mich aussieht, wenn du im Background ein bisschen Diffusion hast und einfach ein bisschen Abstand hast. Weil der ist Unterschied vom Lighting, vom Vordergrund zum Background. Dort hat der scheiß Wand im Fall. Es sieht einfach
nicht so gut aus. Das nervt mich, weil das ist das Setup, das ich gemacht habe mit dem Metal Server. Ich bin eigentlich mega happy, weil das fucking Sofa geht mir so auf die Eier, Alter. Das ist das unbequemste Scheiß-Sofa, um eine Stunde drauf zu sitzen. Ich muss dir glauben, wirklich. Ich finde auch den Stuhl, ich finde auch den geilen Bürostuhl mit den Hasenöhrchen da. Das ist schon sehr cool, ja. Ich habe so einen richtig crappigen Bürostuhl im Büro und alle fragen mich, wieso ich den habe und ich sage, es ist der einzig bequem. Alle anderen sind beschissen. Fair, ja, das Sofa ist fucking unbequem. Das stimmt schon. Aber ich finde es wirklich weird, weil alle finden, mein Stuhl sei beschissen und ich bin der Einzige, ich finde alle anderen Stühle beschissen. Das ist vielleicht stark gewöhnt. Nein, ich glaube einfach, die anderen haben alle keine Ahnung. Ich meine, es gibt auch Leute, die kleiner sind wie ich und den Tisch, wenn sie sitzen, weiter oben haben. Also, Fair. Also, wenn du so am Arbeiten bist den ganzen Tag, so mit der Hand aufs Gesichtshöhe, ist einfach falsch. Ja, aber also, was ich muss sagen, heute haben wir ja Fotos von der Yassi zurückbekommen vom Konzert. Die neue Gitarre sieht insane aus. Die neue Gitarre sieht fucking sick. Die alte Gitarre hat auch schon sieht fucking sick aus. Die neue sieht noch ein bisschen sicker aus. Ja, voll. Hast du mal erzählt, was für eine Gitarre es ist? Ich glaube, wir sind noch nicht so fest drauf eingegangen. Ich glaube nicht. Ich habe auf Ricardo eine Gitarre gekauft, die ist brutal sick. Nämlich ein Simar. Alle fragen sich jetzt, the fuck is ein Simar? Habe ich mich auch gefragt, weil ich habe irgendwie irgendein Teil für eine Ibanez-Gitarre gesucht. Oder eine Ibanez-Gitarre zum Basteln dran. Und dann ist jetzt so eine Ibanez Simar-Gitarre. Und sie sieht aus wie so irgendeine Mischung aus einer Explorer und einer Flying V. Ja, voll. Das ist fucking funny. Und das ist... Simar ist die Fabrik gsi, wo Ibanez nachher übernommen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heisst, Ibanez, eine der grössten Gitarrenmarken, hat das dann übernommen. Also die haben am Anfang mit Simar quasi noch Gitarren gebaut. Ja. Und das sind handmade in Japan, 1980er Jahre. Und die hat jetzt, ich habe 300 Stutz gezahlt. Also 290 für Gitarre und dann noch 40 Stutz fürs Shipping. Die hat nur Bridge Pickup, gell? Die hat nur einen Bridge Pickup. Fucking sick. Der Bridge Pickup ist einfach geil. Also der ist wahrscheinlich auch mal weiss gewesen und einfach vergilbt über die Zeit. Ja. Und ich habe die Elektronik, ganz ehrlich, normalerweise schaue ich die Elektronik immer noch an. Aber das hat sich so solid angefühlt, ich habe die Elektronik nicht mal angeschaut. Ich habe sie einfach so eingesteckt, an den Bottis gedreht und die sind so smooth und alles. Und es hat so stabil getan. Und dann dachte ich, nö, das lange ich jetzt nicht an, das ist gut. Das ist wirklich der Traum von jedem, der in Ricardo geht, also alte Gitarre anschauen. Aber die ist fucking sick. Also wirklich so etwas, ich habe noch nie so eine Gitarre gesehen. Sound oder visuell ist super. So, ich habe noch nie so eine Gitarre gesehen. Und dann habe ich eben kurz researched, ob das etwas ist. Und dann habe ich gesehen, dass die eben in den 1980er Jahren, also die ist wahrscheinlich älter als jedes Taoist-Bandmitglied. Außer der Lucky. Nein, auch sogar Lucky. Die Gitarre ist älter als der Lucky. Damn. Die Gitarre wird ziemlich sicher, die ist Jahrgang 80. Die ist in dem Fall die ist Jahrgang über 40 Jahre alt. Die ist höchstens Jahrgang 83. Das ist also über 40 Jahre alt. Über 40, doppelt so alt wie meine andere Gitarre, die so alt ist. Fuck, mir ist gerade aufgefallen, meine erste Gitarre ist auch schon etwa 15. Ich spiele doch schon ein Zeitchen Gitarre, eventuell kann ich doch was. Ja, das definitiv. Also Technik kann ich vergesse einfach, wie die Songs gehen. Ja. Nein, aber ja, das ist eine richtig geile Gitarre. Und sie sieht auch sick aus, sie ist so dunkelblau, sie hat einen Ecken ab. Ich musste den Strap ist so oben am einen Flying V-Horn gewesen. Den habe ich abmontieren, weil das ist das Schlimmste gewesen ever, um den Strap dort zu haben, rein von der Physik her. Weil du hast nachher wirklich am Ecke von der Gitarre ist der gewesen, und der Ecke ist so weit draussen und dreht sich nachher so viel so rum, dass ich einfach nach einem Montag haben wir geprobt. Ja. Am Dienstag bin ich über den Mittag vom Homeoffice bin ich in meine Werkstatt, habe jetzt so die Gitarre genommen und dann habe ich es lustig gefunden, weil der Flying V-Gitarre hat ja so zwei Beinchen, die rausstehen. Also das ist eigentlich wie so, es sieht wirklich so aus, wie wenn du würdest Kerzen, wenn ich habe die Gitarre so verkehrt angestellt, dann sieht es aus, wenn du Kerzen machen mit den Beinen gespreizt. Das ist so lustig. Ich habe einfach im Bild vom Bildschirm gesehen. Ich weiß nicht mehr, was ja, ich finde es geil. Und ich habe mit der Bohrmaschine auch so dazwischen reingebohrt, um den Strap dort anzumachen. Und es hat wirklich einfach so ausgesehen, als ob ich jemanden auch so die Nüsse bohren. Ja, voll. Das ist ein gutes Placement. Und dann habe ich dort so eine Schraube reingedreht und ich bin geistig halt. Ich muss zuerst mal erwachsen werden, bevor ich irgendwie etwas ankriege. Ja. Ich so dort so Schrauben reindrehen, in ein Loch von dort drin. Du hast einen Buttplug in deine Gitarre da. Etwa so, ja. Lustig. Aber nachher ist sie dafür verdammt geil zum Spielen. Ja, das hat wirklich geil ausgesehen. Und gut. Sie tönt brutal geil. Also der Tonabnehmer ist fucking crazy. Ich muss sagen, Soundmade-Bar ist crazy gut. Soundmade-Bar ist fuck, hat das gefickt, Alter.
Fickt. Jo! Ja, Wo ja. wir dort Bloodlust gespielt haben. Bruder! Mhm. Zum ersten Mal haben wir gespielt auf der Bühne. Ja, Ja, und er hat auch gut geklappt. ja. Im Vergleich zu Songs, die wir schon gespielt haben. Ja, voll. Der hat auch gut geklappt. Der Song wird auch ein Feature haben, Secret Feature. Für jeden mal raus, wenn es rauskommt. Darf ich nicht sagen, dass es der Sänger von Killswitch Engage ist? Nein, Okay. Ja. Es ist nicht der Sänger von Killswitch Engage. ist es nicht. Nein, wahrscheinlich. Oder ist der Sänger von Killswitch Engage? Oder ist es? Oder ist es nicht? Oder ist der Sänger von Billy Talent? Oder ja. Ist der Eminem? Ist Ist der Eminem? es der. Denzel Curry? Das Ah, ist nein, der Koreaner, hat ich gerade gerade sagen. gewusst, Ja. Ich habe gerade sagen, das ist so gut. Ist es der Mike von Sacrifice with Sky? Aber ja, das zu dem. Es war cool Gig gewesen. Und Shoutout Deklas. Ja, das sind mega. Also eben, ich habe es vorher schon gesagt, zum Glück haben wir den Slot können wechseln. Weil, Ja, voll. Bruder, holy fuck, hat Schön das gefickt. Also, die Klasse war einfach mal maximale Zerfickung gewesen. Ja, Zum Glück cool. lässt keiner, der die Klasse lässt, anscheinend Paleface. Weil wir Ja. hätten damit gerechnet, dass niemand in der Mehrpaar ist. Ja, voll. Aber es ist doch, es sind sicher etwa 40 Leute da gewesen. Ja, oder? voll. Das war wirklich cool gewesen. Wir haben schon ein paar von unseren Kult-Shirts verkauft. Oh ja. Von der limitierten Shirts im Fall. Wir haben mir die Trikots, Taos-Trikots machen lassen. Extrem limitiert auf 5 Stück pro Größe. Von S bis XL. Und vom L gibt es nur noch 2. Also wenn du ein Trikot willst, dann komm unbedingt als nächstes Konzert. Ja, voll. Sonst ist es weg und nachher machen wir sicher für etwas Jahr nicht mehr. Also das soll auch limitiert bleiben. Limitierte Sporttrikots. Wenn du nicht willst, kommst du ins Konzert. Nur Schon in der Kult, Bruder. am Konzert erhältlich. Kult mit V geschrieben. Cool, Bruder. Voll. Was haben wir sonst noch gemacht? Nicht viel. Was hast du noch geschrieben? Wir haben mit der Lea ja ein bisschen Ah, ja, wir haben mit der Lea vom Open Air Grenichen noch gespielt. Mhm. Und Greenfield. Und Greenfield. Warum? Ich weiß nicht, wieso ich das aufgeschrieben habe. weil- Warum haben wir mit der geschnurrt? Ich glaube nicht wegen Grenich. Nein. Ah, wir haben mit ihr geschnurrt zum. Ja, Ja, das musst warum? du sagen. Ich weiß nicht mehr so genau, was, Ja. was du dort. Das ist Business. Business ist dein Also, Ghetto. Metier. Wir haben ein neues Mitglied im Metal Server Team. Wir sind jetzt nicht nur 2, wir sind nicht nur 3, wir sind 4 Leute im Metal Server Team. Bringen trotzdem nichts stand. Hey yo! Tatsächlich. Deswegen brauchen wir so Hilfe, weil wir haben keine Zeit und sind sehr unfähig, haben wir herausgefunden am Freitag. Weil Eversys hat jetzt was? Ah! Fuck me! Also erstens, Lea, willkommen im Team. Ja. Lea ist unsere Head of Marketing. Sie hat schon gesagt, sie spielt uns als Mami, wo Ja. uns hinten wo uns sagt, was wir auf die Finger haut, wenn wir wieder etwas falsch machen. Wir haben jetzt Aufzüge. Wir müssen im Podcast dann markieren, wenn wir einen Clip machen wollen. Und sonst nimmt sie Peitsche in die Hand und tut uns ins Ja, Feuer sie hat gesagt, das Problem ist, sie ist gross und hat schwarze Haare. Und irgendwie du kommst ja nachher auch noch drauf auf den Instagram-Algorithmus. Mein ganzer Instagram-Algorithmus ist voll mit Goth-Girls, die irgendwie mich a good boy callen. Von dem her, Ja, fair, ja. please don't. Haben wir den gleichen Algorithmus? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Weil, also, letztes habe ich ein Fuck. Erzähl weiter von. Ja. Was sind wir gesehen? Voll. Lea. Lea, welcome im Team. Celia, wir haben gelernt. Genau, wir haben Lea, sie ist Head of Marketing. Der Brian ist Head of Moderation und Extrawurst. Wir Sie sind ist CMO. sie Chief ist Marketing CMO. Officer. Ja, sie ist Du CMO. bist CEO. Ich bin CTO, du bist CEO, hätte ich gesagt. Ich bin doch der Executive Officer, Bruder. Das Also bist ich mach Technik. Ja, aber du bist der CTO. Ich bin der Chief Communications Officer höchstens. Fair, du bist CCO, ich bin CTO und der Brian ist Moderationschef. Das ist Brian, Nein, das ist auch CCO. Kommunikation. Der hat sogar der besser kommuniziert als du. Du bist der Janitor. Ich bin der Chief. Yes, fuck me. Bin ich der Chief Janitor Officer. Chief Janitorial Officer. CJO, du bist CJO, ich bin CTO. Der Brian ist CCO und Lea ist CMO. Gott, laut gewissen, Gott, du hast recht, laut gewissen Leuten in meinem Leben kann ich nicht kommunizieren. Nicht professionell kommunizieren. Aha. Nein, aber voll, also jetzt sind wir vollständig. Wir sind 4 im Team.
und sind gespannt, was wir da machen können. Und sind sehr froh um die Unterstützung, weil sonst sind wir einfach sehr schlecht, was komplett Marketing fucked. angeht. Ja, wir sind komplett Willst du die Versus-Geschichte erzählen? Ja, die erzähle ich gerne. Wir sind eigentlich recht theoretisch gesehen, sind der Ricky und ich im Marketing nicht schlecht. Irgendetwas haben wir erreicht. Wir haben ja beide, du hast doch auch irgendeinen Marketinganteil in deinem Abschluss gehabt, oder? Ja, habe ich. Also, wir haben ja, also ich habe ja mit meinem Wirtschaftsabschluss, also mit meinem technischen Kaufmann, Marketing und all das Scheissdreck gehabt. Von dem her, ich komme schon draus. Aber apparently brauchst du für Meta einen fucking Bachelor oder was auch immer. Weil, holy fuck. Eben das Eversis ja keine Ads schalten wegen irgendwelchen Gründen, die uns... Wegen Hate Speech. Wegen Hate Speech. Wegen Verstöße gegen Community-Richtlinien und versuchtem Umgehen von der... was sind's? Von der... Fraud? Nein, wegen dem versuchten Umgehen von der... Hate Speech? Nein, nicht von der Hate... Versuchtem Umgehen von Hate Speech macht ja mal gar keinen Sinn, Kollege. Vielleicht hast du das ist das, was alle probieren, Hate Speech umgehen. Vielleicht hast du ein Synonym von einem Hate Speech probiert, wie Hate and Crime. Nein, versucht das Umgehen von der... Regeln. Nein, von dem Prüfmechanismus. Du hast den Captcha nicht korrekt ausgeführt. Nein, ich weiss nicht, was ich gemacht habe. Es steht ja nicht dort, es steht nur das. Alright. Und jetzt haben... Für wie viele Jahre hast du nicht können Ads schalten? Ein paar, etwa 5, 4, 3. Sicher, seit wir es probiert haben, auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es nicht. Ja, gewesen. Dann irgendwann habe ich das mal der Lea erzählt und sie hat das Gefühl gehabt, das kann es ja nicht sein. Dann hat Lea das angeschaut und gesagt, yo, what the fuck habt ihr gemacht, weil das ist komplett geguckt. Das ist definitiv geguckt. Und dann habe ich ein neues Instagram... Also falls irgendjemandem von euch ein Eversis Music Instagram-Profil auffällt, dem könnt ihr folgen. Das ist das neue Profil von Eversis. Wir sind noch nicht allzu aktiv drauf, aber das ist das neue Profil. Durch das haben wir unsere alte Facebook-Seite gelöscht, weil das hängt ja mit Meta alles zusammen. Ja. Und ich habe jetzt ein neues Facebook-Profil gemacht für mich selber, ein neues Facebook-Profil gemacht für Eversis und das mit dem Dings verknüpft. Und die ganze Scheiße mit dem Meta-Werbekonto verknüpfen, hat sogar einer professionellen Marketingfach, also einer professionellen, der Lea, sie schafft auf diesem Gebiet. Ja. Es hat sogar sie eine halbe Stunde gekostet und hat müssen ein Bier trinken, weil Meta so ein fucking insane Crackhaufen ist. Ja, ist insane. Ja. Aber ja, jetzt können wir Ads schalten und wir müssen das jetzt ein bisschen probieren für unser Konzert am 6. März, wo wir mit Decreate und Drawn by Evil spielen, wo wir neue Songs spielen werden. Die ganze EP. Es wird fucking blöd. Unsere neue EP, die wird heißen Category 55 Emergency. Ja. Und das ist vielleicht nur die Hälfte vom Namen, weil der zweite Teil dann später ist egal. Voll. Das sehen wir dann. Ja, heutzutage finde ich, Ads sind extrem wichtig. Egal, ob nur 1 Stutz pro Tag rein tust. Aber ich habe jetzt heute gerade wieder gesehen, dass While She Sleeps nicht auf Tour geht, weil sie das Gefühl haben, sie wollen jetzt ein gutes Album schreiben. Es ist ein 7-minütiges Video, wo While She Sleeps erklärt, wieso sie jetzt die nächsten Jahre nicht auf Tour gehen, sondern wollen das beste Album schreiben, das sie je geschrieben haben. Cool. Und eigentlich erklärt es nur, dass in der Musikindustrie niemand dir sagt, dass du das so machen musst, aber alle machen es so, weil sie alle machen. Und das stimmt eigentlich schon. Was? Ja, eben das ganze Album releasen, alle Singles einzeln rauslassen und so. Niemand sagt dir, dass du das so machen musst. Du machst es einfach, weil sie alle so machen. Weil das System das wünscht. Weil das System an mehr Leute exposed damit. Ja, aber eben. Genau. Also es sagt dir niemand, du musst es so machen. Nein. Es machen einfach alle so, weil es so funktioniert. Weil du bekommst... Es ist ein höherer Return of Investment. Ja, aber jetzt, das ist nicht so. Du musst, wenn du While She Sleeps anschaust, die haben noch nie das gemacht, was andere machen. Ja, die sind punk as fuck. Die haben irgendwann, wo ihr Plattenvertrag ausgelaufen ist, haben sie gesagt, fuck you. Oh, das ist cool, ja. Wir machen keinen neuen Plattenvertrag, wir machen alles selber. Die haben sich selber ein Studio, ein Warehouse und ein Ding bauen. Voll. Machen alles DIY, managen sich selber, recorden ihr Zeug selber, booken ihre Shows selber. Ich weiß nicht, ob sie das Zeug selber booken, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr mit einem Label am Arbeiten und es funktioniert bei ihnen. Ja, ich finde DIY ist geil. Und mittlerweile sind auch alle Spotify am Haten. Laut unseren Homies bei Crowdkill ist ja Bandcamp der neue Shit to be, weil Bandcamp ist einfach insane. Absoluter Hurensohn ist. Also die sind so wirklich punk as fuck. Darum eben, es ist eventuell einfach an der Zeit, dass jetzt alle sich ein Beispiel nehmen an While She Sleeps und sagen, wir brechen aus den Konventionen aus und machen einfach mal. Ja, voll. Weil, wenn du es richtig anstellst,
musst du nicht auf Spotify sein. Nein, wirklich nicht. Aber es ist auch ein Unterschied, wenn du schon etablierte Following hast. Das ist schon so. Genau. Aber eben, ich meine, wenn du es richtig anstellst, schau mal all die DJ-Leute an, die nicht auf Spotify sind, sondern auf Soundcloud. Weil du auf Soundcloud kannst ganze Sets aufladen. Ja. Und alles wüsten. Das ist ja etwas, das ist das Zeug, wo man auch mal muss überlegen. Weil eben auf Spotify kannst du ja nicht so quasi ein halbstündiges DJ-Set aufladen, sondern es gibt ja einzelne Tracks und weiss ich nicht was und blablabla. Und das weißt du, so, vielleicht müssen wir das Umdenken in den Menschen anregen. Das schaffen wir nicht. Okay, Menschen sind geguckt. Wir sind am Arsch. Tschüss. Nein, aber ich meine, von den Songs, die ich für meine Drum & Bass Sets gesammelt habe und so, Hälfte von denen finde ich auf Spotify, Hälfte nicht. Und das sagt halt, dass du in andere Plattformen kannst haben. Andererseits, wenn ich auf Spotify die Songs von den Sets höre, kann ich nur Hälfte hören. Aber ja, ist halt so. Voll, aber ich meine, auf dem allgemein nochmal zurück zu Inputs für Local- und Neubands. Ads schalten, es braucht halt seine Arbeit. Ich habe Glück gehabt, ich habe mein Facebook-Konto nur, mein Ad-Account einmal aktivieren und ist einfach seitdem gegangen. Das ist cool. Ich habe in den letzten 3 Wochen 4-mal aktiviert. Das kann auch passieren. Aber es bringt definitiv einen Mehrwert. Also ich finde besonders am Anfang ist es super, zum ein Projekt am Start bringen. Und musst nicht viel Geld rein tun, dafür, dass es etwas zurückbringt. Wenn du mal mehr davon willst lernen, check mal Andrew Southworth auf YouTube. Der Bruder ist einfach Number One, was das Thema angeht. Check it out, wenn es dich interessiert. Heutzutage musst du nicht nur Musiker sein, sondern auch halber Produzent, halber Creative Director, halber Marketing, Fachmann, Frau, Person, Designer, alles Mögliche. Von dem her. Ja, hör mal auf, wir machen mit der Versi alles selber. Also ja. selber. Hey, das Gute ist, wenn du eine Band spielst, du lernst mega viel Zeugs. Also du kannst mit allen kommunizieren. Weil irgendetwas Kleines von einem Thema hast du mal angeschaut. Es ist so. Ja. Das bringt uns zum nächsten Punkt, hast du aufgeschrieben. Das heisst, Instagram-Feed-Algorithmus, ein relevanter Post 2 bis 3 Ads. Fuck mich, ich bin letztens im Bett gelegen. 1 Story, 1 Ad. 2 Story, 2 Ads. 3 Story, 3 Ads. 1 Story, 1 Ad. What the fuck is going on, Alter? Seit ich Instagram von meinem Handy gelöscht habe, bin ich schon viel glücklicher, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich, glaube ich, 2 oder 3 Wochen ohne Instagram auf meinem Handy. Ich habe ein altes Handy. Jetzt missbrauchst du einfach mich halt. Ja, ich habe halt ein altes Handy mit allen Social Medias, also Instagram, TikTok, Facebook, that's it. Und ich habe es bei mir im Büro. Da heisst, wenn ich im Bett bin, habe ich keinen Access auf Social Media. Wenn ich im Arbeiten bin, habe ich keinen Access auf Social Media. Wenn ich im Zug bin, habe ich keinen Access. Wenn ich an Konzerten bin, auch nicht. Deswegen musst du Influencer für mich. Und Bruder, ich bin so viel glücklicher, ich muss sagen. Ohne Scheiß. Aber dann wollte ich halt amigs auch reinschauen und gucken, hey, was für Konzerte gibt es? Weil wir machen jetzt Podcast in 1 Stunde oder eine halbe Stunde. Und ich muss mal schauen, was für Konzerte jetzt kommen. Oder was für Releases rausgekommen sind. Auch, dass wir in unserem Excel aufschreiben. Und das habe ich gerade machen. Und dann habe ich gesehen, hey, ich habe wirklich einen Post gesehen, 2, 3 Ads oder unbekannte Posts. Es ist crazy, nur irgendwelche Scheiße. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Ads, wo ich mir denke so, jo, Spotify, also Instagram hat mich komplett, also hat mich auch, schätzt mich auch als Person komplett falsch. Ja. Und dann habe ich halt, es hat Instagram hat, glaube ich, das Gefühl, ich sage perverse, weil es zeigt mir ständig Unterwäschwerbung für Frauen und Männer. Ja, are you not sure? Wolltest du mir jetzt sagen, ich weiss nicht, was Spotify, Instagram sagen. Ja, unser Metal-Server-Algorithmus war auch ziemlich pervers gewesen. Aber ich bin nicht einmal mehr auf Metal-Server. Ich gehe auf dem Account nichts machen. Aber es ist so strange Shit. Wahrscheinlich haben sie eben das Gefühl, es weiss, dass Metal-Server ein Account von Dudes ist. Und wahrscheinlich, wenn wir lange nicht auf Instagram sind, wird es einfach so anfangen, Sachen rein tun, was meine Dudes finden es geil. Darum sind die Goth-Chicks überall. Nein, aber es ist noch weirder gewesen im Fall. Also es ist so wie... also es ist absolut weird Scheiße. Aber es ist nicht offensichtlich, aber der Message dahin ist so wie, what the flying fuck? So wie, ich so wie, boah, meinen sie ernst, das, was ich denke? Es ist einfach strange as fuck. Ich weiß nicht, was sie mit dem Algorithmus geändert haben, aber ich habe in einer halben Stunde kein Konzert gefunden. Die einzigen Konzerte, die ich aufgeschrieben habe, sind Konzerte, die ich noch im Kopf habe,
ich weiss, die Band spielt demnächst, ich kann in dieser Page schauen und dann tue ich den Flyer Das findest du bei Instagram ja eh nicht. Wenn man ein cooles Video hast, fort. Nein, wirklich krass, insane, schlecht. YouTube viel besser. YouTube ist wirklich... Aber YouTube ist auch so tragisch. Ich habe einmal ein Video geresearched, weil ich wollte schauen, wie Amerikaner auf unser Schweizer Sturmgewehr reagieren. Bruder, ich komme nur noch Waffenvideos über. So, lasst mich in Ruhe. Mich interessiert das nicht. Ich habe das eine Video schauen. Wieso bekomme ich jetzt nur noch Knarrenvideos und Messervideos? Man, get the fuck out. Eine sehr coole Empfehlung zum Schauen, die wir die Woche von Niki von Expello und Haus bekommen. Heisst Blisters. Es ist ein 2 Stunden lang Dokumentarfilm über Extreme Birdwatching. Und es ist, glaube ich, das beste Film, den ich je gesehen habe. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, nur 20 Minuten geschaut. Dann müssen wir den Best of Tao ins Chat machen. Was dort amigs vorkommt, ist eine absolute Goldmine. Es ist eine Goldmine, ja, definitiv. Es ist so schön in so einem Team von like-minded people. Du meinst von absolut Bekloppten? Ja, es sind 15 komplett loose in der Birne Leute in dem Chat rein. Aber der Film ist so fucking funny. Holy shit, Leute. Also ich würde einfach mal denken, was Extreme Birdwatching, was ist das für lame Shit? Was ist so gut gemacht? Schreib schnell an Brian, dass wir im Glee so funny. Listers, check es mal ab, ist gratis auf YouTube. Merci Niki für die Empfehlung, es ist so fucking gut. Es hat so viel gute... Also es geht darum, dass es Extreme Birdwatching gibt und irgendwie, was ist, dann hat Nina irgendetwas reingeschrieben noch, dass Leute, dass irgendein Birdwatcher kurz davor war, den Rekord zu knacken oder irgendwie 10'000 Birds oder was auch immer. Mhm. Und dann hätte irgendein, und das ist so, wenn sie einen Bird gefunden haben, wo einen anderen noch nicht gesehen hat, dann müssen sie das bestätigen bekommen von irgendjemandem. I don't fucking know. Auf jeden Fall hat dann irgendein Unbekannter den Rekord zuerst geknackt und dann sind alle hässig geworden und dann haben sie angefangen zu schauen, ob der das gefaked hat oder nicht. Dann haben sie gefunden, ey, der hat den gleichen Vogel 3-mal angegeben als weiss ich nicht was. Und dann ist dem sein Rekord wieder abgesprochen worden und nichtig gemacht worden und weiss ich was. Und es ist absolut insane. Wenn du gemeint hast, Metal-Fans sind touched by autism, holy shit, Alter. Extreme Birdwatching ist next level. Holy shit. Ja, langsam das Gefühl, sind einfach alle in Ecken ab. Autismus existiert gar nicht. Es gibt einfach eine Grenze von Leuten. So, irgendwelche Leute haben bestimmt, von da bis da ist es okay. Die sind zwar auch alle komplett bescheuert, aber das ist das normale bescheuert und das ist das bescheuert, was nicht okay ist und das ist das bescheuert, was nicht okay ist. Ich habe langsam effektiv das Gefühl, Autismus gibt es nicht. Das hat jeder. Jeder ist einfach autistisch. Es ist einfach, du und du sind nicht okay, weil ihr findet Extreme Birdwatching in Ordnung. Darum sind ihr jetzt autistisch, aber du findest, Heiri, du hast die eine Briefmarkensammlung von 42'000 Briefmarken. Ja, voll. Das ist okay. Rudi, deine Märklin-Eisenbahn, wo du seit 22 Jahren nichts anderes machst, wenn mit deiner verfickten Märklin-Eisenbahn spielen alleine die Heim. Das ist auch okay, das ist nicht Autismus. Das ist etwas, also von dem her darum, ich habe das Gefühl, jeder ist autistisch, es ist einfach scheiße, es ist einfach, du, entweder hast du Glück und dein Hobby ist, das was du geil findest, ist im Rahmen vom Akzeptierten oder es ist im Rahmen vom, das ist Autismus. Ja. Das ist halt ein Spektrum. Wahrscheinlich jetzt kommen irgendwelche 700 Psychologiestudenten oder was man auch immer muss studieren, dass man Autismusmeister ist. Also, ich weiss, was man muss auch studieren zum Autismusmeister sein. Technical Death Metal. Das. Periphery. Voll, Jazz. Hey. It is what it is. It is what it is. Gehen wir zu News. Voll. News. Also wir haben eine ernste News und nachher haben wir gute News. Mhm. Du hast wieder rechts gerutscht, du bist erst wieder rechts gewesen. Das funktioniert vor allem gar nicht, weil wir nehmen nicht auf dem PC auf. Der Ricky hat gerade aufs MIDI-Keyboard gedrückt. Das ist der, ja, gell? Wir haben aber initial am PC aufgenommen und nachher gemerkt, wir wollen ja einen Call machen. Ihr findet den Clip. Und dann haben wir gewechselt. Halt, da müssen wir einen... Yeah! Da vorne dran, mein Rant kann man als Clip brauchen. Der vom Tismus. Den Tism-Rant können wir als Clip brauchen. Fuck me, das, dann würden wir nicht mehr Ads schauen. Wieso? Nein, keine Ahnung. Das habe ich ja nie gesagt. Nie gesagt. Easy. Alright. News. Das ist das Intro. Hallo, herzlich willkommen zum Metal Im neuen Album von Peeling Flesh gibt es einen Song, der Autistimus Prime heißt. Oh. Metal Servola, Breaking News.
Breaking News. Ich habe mir vorgestern beim Trainieren einen Nerv geklemmt da hinten, darum bin ich mich jetzt da die ganze Zeit am irgendwie, weil ich muss schauen, dass es rausgeht wieder, es tut auch weh. Ich habe 2 Wochen Boulderpause gemacht wegen meinen Finger und dann bin ich gestern gegangen mit dem Deno und heute habe ich vorgestern und heute habe ich, oder gestern sogar, habe ich mit meinen Krünen mehr können laufen. Ich weiß nicht was. What the fuck, Brusi? Ich habe nichts gemacht. Ich habe gut... One-Leg-Push mit einem Bein, die ganze Wand. Das ist einfach der Knie, wo steht. Ich weiß nicht. Das ist einfach alt. Also, anyways. Ich habe voran das Kuvert bei mir daheim im Briefkasten gesehen. Das Kuvert heisst Wahlkuvert. Und das hat etwas... Wir sind eigentlich nicht so ein politischer Podcast. Und ich hoffe, für dich ist das okay, wenn du das ansprichst, weil ich finde es wichtig. Fair, also ich meine, ich habe das letzte Mal vor irgendwie 8 Jahren gewählt, deswegen will ich diesmal wieder wählen. Weil das ist jetzt wirklich wichtig. Ja. Es geht nämlich darum, dass bei der SRG-Initiative das Geld für die öffentlichen Nachrichten, Radio- und Fernsehsender gekürzt werden. Also eigentlich alles, was SRF ist. Ja. Und SRF macht geile Shit. SRF-Archiv ist einer meiner Lieblingschannels. Erstens hast du nachher wesentlich weniger Angebot. Also das erste Mal SRF ist das ist unabhängige Nachrichten. Das ist einfach mal so wichtig für unser Land, dass wir unabhängige Nachrichten haben. Nicht irgendwelche Nachrichten, die von irgendwelchen Firmen geführt werden. Ja, weil alle anderen Blick, 20 Minuten, weiß ich nicht was, die grossen... Das ist alles irgendwie privatisiert und geführt von irgendwelchen Leuten, die Geld machen wollen. Ja. Es ist bei uns, glaube ich, noch nicht so extrem wie in Amerika, mit Fox News und allem. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass wir noch öffentliche Medien haben, die nicht abhängig sind von privaten Geldgebern. Wie sonst für einen Profit in erster Linie Staat dann willst du polarisieren? Sie sind eigentlich sehr abhängig von privaten Geldgebern, weil sie werden vom Staat gezahlt, also von unseren Steuern, also von privaten Geldgebern. Ja, aber sie müssen nicht polarisieren, um mehr verkaufen. Genau. Das ist eigentlich das Ziel davon, dass es neutrale, unabhängige Nachrichten sind. Voll. Plus, es wird nachher wesentlich weniger vom Markt geben. Es wird wesentlich weniger Unterstützung geben für Nachwuchskünstler, weil das macht es nämlich auch. Bekommt nicht auch Suicide Geld? Ich habe eine Story vom Tiziano von kann sein, dass es auch ins Suicide gesehen. Das kann auch sein, dass es jetzt so fest habe ich es nicht geresearched, weil eigentlich habe ich das Gefühl, müssen wir nicht so weit in das Thema reingehen, weil ich glaube, die Leute, die uns hören, verstehen das, wenn wir jetzt sagen, es ist wichtig, dass es das gibt, weil erstens, wenn das Geld in die Visa reinkommt, das ist nämlich das Geld, das die Künstler bekommen, wenn sie ihre Songs live spielen oder ihre Songs gespielt werden im Radio oder ihre Songs bei irgendwelchen Filmproduktionen gebraucht werden, das Geld wird über die Visa ausgezahlt. Ja. Das heisst, wenn die nicht mehr wenn die nicht mehr genug Geld haben, können sie das Geld dann nicht mehr weitergeben und vermitteln und vermarkten und verteilen. Wenn die kein Personal mehr haben, wie wenn das halbiert wird, das Budget, gibt es ja nur noch halb so viel Personal. Voll. Dann gibt es wesentlich weniger Radiosendungen, weil auf SRF ist wann ist das gewesen? Letztes Jahr. Letztes Jahr ist auf SRF 3 fucking Paleface gelaufen. Gibt es dann nicht mehr. Ja. Fertig. Nichts mehr, gar nichts. Nichts mehr, gibt es nicht mehr. Es wird auch kein weniger Sport ausgetragen, also Olympische Spiele, vergiss es. Fußball, vergiss es. Eishockey, vergiss es. Also Kultur leidet extrem darunter und es wird auch rein politisch mit den Informationssachen nicht mehr so geil sein. Voll. Darum, tut ihr bitte Nein stimmen. Ja. Und falls dir die Gründe nicht gelangt haben, die wir jetzt aufgezählt haben, dann geht doch bitte nochmal researchen, was das genau kann heißen. Und wenn wir irgendwann einen SRF-Metal-Virus haben oder so, dann wird es möglich sein. Genau, eben, da die Show, die Paleface war, 100% wird gestrichen. Gibt es die noch im Fall? Weil ich wollte mehr so Sachen sehen. Ich glaube, gibt es schon noch. Wir hören es halt einfach nicht, weil wir meistens nicht mit SRF zu tun haben, weil wir halt quasi alles auf Spotify hören. Ja, fair, aber ich tue schon noch abchecken und so und die Folge ist cool gewesen. Eben, das Zeug und eben alles so Sachen gibt es ja nicht mehr. Mehr Metal und Rock in öffentlichen Radios. Das schon. Und schon jetzt ist schwierig und so Spotlight auf Schweizer Musik zu geben und wenn es genau, aber SRF macht es. Genau. SRF macht es. Auch wenn es jetzt nicht Metal ist, hey, auch wenn es Hip-Hop ist, auch wenn es Rap ist, auch wenn es Pop ist, egal. Das gibt es dann alles nicht mehr. Voll. Also es geht wirklich sehr viel Geld flöten, es geht sehr viel Geld verloren, wo Nachwuchskünstler oder die Schweizer Künstler unterstützt. Und das wollen wir nicht, darum sagen wir nein. Ja, gut. Good News. Ricky, was sind Good News? Wir sind... Eine Booking-Agentur. Sind wir? Nein, wir haben das selber noch. Ist am diesjährigen
Open Granichen. Wieder dabei. Diesmal aber auch im Flyer. Und das ist wie offizieller das mal. Das ist sehr cool. Das ist wirklich Bruder, ein Bucketlist-Moment. Wann hast du einen fucking Podcast in einem fucking Festival-Flyer gesehen in der Schweiz? Nie. First time. Probably nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht. Ja, wir sagen jetzt auch, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. Ja, wir sind der erste Metal-Podcast in einem Festival-Flyer. Wir sind neben Agnostic Front. Ich habe auf der Homepage geschaut. Du siehst wirklich Homepage Open Air Granichen. Mhm. Da ist der Metal-Server da drauf. So mega cool. Und dann schaust du so das Line-Up an. Und dann ist das einfach so... fucking hell. Dann ist das einfach... Warte, gehen wir mal. Agnostic Front. Es ist Agnostic Front dort. Und rechts von Agnostic Front ist einfach Metal-Server. Und ich denke mir nur so, what the actual fuck, Bruder. Du musst schon nicht wir gehen mal durch, weil wir wollen auch den Line-Up noch kurz jetzt macht das nicht. Ja. Was? Nein, wir können ja nur darüber her, jetzt wieder so kompliziert machen. Es geht wieder 3 Stunden, bis du das Zeug eingestellt hast. Nein, was? Auf jeden Fall, wir sind das Jahr offizieller als letztes Mal am Open Air Granichen, am Podcast live. Und zwar auch wieder am Samstagmorgen. Ja. Auch wieder auf der kleinen Bühne. Hoffentlich das mal mit besserem Wetter. Mhm. Und das mal mehr Leute, weil es hat ja verdammt geschifft und es war scheiß Wetter gewesen und kalt. Ja, jetzt müsstest du noch... Ja, Gramotschien. www.openergramotschien.ch bringt nicht... Ja, du hast letztes Mal schon Granichen gesucht, dann ist nur Gemeinde gekommen. Nein, der Open Granichen. Schau mal. Zweiter Band. Wow, News. Matt Servola Podcast. Bro, wir sind ja gross. Wir sind auf der Mainpage, fuck Mainpage, das ist insane. Das ist geil. Also. Ja. Klick oben rechts. Ja. Willst du mal schnell vorlesen, was Metal Servola so ist? Voll. Ja, voll, das ist Hast du ihnen einen Pressetext geschickt? Ich habe gar nichts geschickt, das ist leer wahrscheinlich. Also, was ist Live-Podcast? Wir freuen uns riesig über den Live-Podcast von Metal Servola, direkt vom Open Granichen. Mach sie am Samstag zum Morgen /Brunch bei der Sounderia-Bühne gemütlich und sei live beim Podcast dabei. Metal Servola ist ein Schweizer Metal-Podcast aus der Region, für die Region, in dem Bella, Ricky und Brian alle 2 Wochen, fast immer, über die harten Klänge, Szene-Stories und lokale Acts diskutieren. Mit Gesprächen über Bands, Konzerte und Festivalerlebnisse bieten sie einen bodenständigen Mix aus Metal Talk und Insider-Einblicken für Zuhörer aus der Schweizer Szene. Bodenständiger Mix ist sehr schönes Deutsch für proletarische Ansichten. Das ist sehr cooles Text. Merci, Lea. Und ja, ist wirklich sehr cool. Cool sind wir auf der Also merci das ganze Open Air Granichen Team. Absolut. Das ist ein fucking Bucketlist-Moment. Wirklich wunderschön zu erleben. Und wir sind ein wunderschönes Foto, wie wir letztes Jahr am Granichen von der Jess, Jessica Christ, gemacht worden ist. Wirklich sehr cool. Ist sie nicht mit Paleface auf Tour gewesen, voran? Das letzte? Nein, nicht Paleface, eine andere Band. Oder vielleicht ich weiß nicht, sie ist ich habe auf jeden Fall ihren Namen immer gesehen, tagged bei Fotos von der Paleface Tour. Sie hat sicher auch Paleface-Fotos gemacht, aber es ist mit einer anderen Band auf Tour gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Unprocessed oder so. Sie haben ja nicht mit Paleface gespielt. Nein, sie ist mit einer anderen Band auf Tour gewesen. Ich weiß nicht mehr welche. Ja, aber es ist eine, die mit Paleface etwas gemacht hat. Ja, aber nicht Unprocessed in dem Fall. Oder ist Unprocessed Vorweg von Paleface? Nein. Keine Ahnung, sie war aber nicht Tour dabei gewesen, aber es war nicht Paleface gewesen. Ich habe nicht die ganze Zeit Paleface-Fotos gesehen. Andere Bands? Nein, Paleface! Keine Ahnung, ja, Paleface haben in Zürich gespielt. Wahrscheinlich hat sie Fotos nicht in Zürich habe ich Fotos gesehen von Paleface. I don't know, Alter. Ja, und wieso schnurrst du dann 3? Ich habe gesehen von anderen Touren, wo sie dabei war. Nicht Paleface. Geh jetzt go stalken. Oder ich gehe stalken. Geh jetzt go stalken. Ich habe von einer anderen Tour gesehen. Ich habe gemeint, ich habe Paleface-Fotos gesehen. Wahrscheinlich Unprocessed, glaube ich. Schau mal. Ja, das gesehen. Oder nein, nicht Unprocessed. Ja, es sieht nicht so aus. Also. Mark, Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen lustig, weil es sind nicht wirklich Fotos da oben. Von der hat sie auf Tour gemacht. Ja, jetzt warte, das ist ein Foto von... Das ist ein Video von 15. Januar, das ist schon länger her. Ja. Das ist fucking... Aber ich Bruder! Ist letztes Jahr. Jetzt weiss ich nicht, wo... Ja, eben drum. Aber letztes Jahr ist auf Tour mit der anderen Band. Bruder. Ja, ich rede ja... Paleface Tour war das Jahr, nicht letztes Jahr. Es hat gerade letzte Woche angefangen. Hä? Letzte Woche hat Paleface Tour angefangen. Paleface Tour war letzte Woche fertig gewesen. Schon? Bruder, das in Zürich war die letzte Show gewesen. Nein, warte schon. Mal! Ja, aber hauptsächlich am Jeppe wieder da. Ja, warte mal. Sag ihn. Paleface Tour. Die war fertig in Zürich. Zürich war die letzte Show gewesen.
In dem Fall. 26. März ist das nächste Konzert in Österreich, ja. Das war einfach so eine 2 Wochen Tour gewesen, oder bin ich behindert? Nein, die haben einfach irgendwie 3 Wochen vorher angefangen. Das ist eine 3-wöchige Tour. I don't know. Ah ja, 12.01. bis 7.2. Du hast recht. Ja, okay, easy. Ist ja gleich. Ja, keine Ahnung. Alter. Auf jeden In Fall dem Fall. gehen wir jetzt schnell noch neben uns. Uns freut es auch. Können wir uns Heu sagen? Können wir uns zuhören? Oder können wir uns nicht zuhören und einfach nur Bier trinken und uns anschauen? Das machen wir auch gerne. Aber neben uns. Ich mag immer fucking Agnostic Front Ja. und dann Metal Server. Das ist geil. The fuck? Wir sind schon ein Sandwich zwischen XOXO und Agnostic Front. Das ist ganz schön zu sehen. K-Defekt. Du siehst, rechts, böse Musik. 3 Deppen mit grossen Schnorren, geil. Voll. Das ist wirklich geil. Ja, wenn wir schnell das Line-Up durchgehen von den Schweizer Right. Bands, das war ja eigentlich der Plan von uns noch. Gehen wir Oder schnell. wenn wir den Brian zuerst schnell anrufen. Ja, kommt mal Brian an, Leute. Mal schauen, ob er annimmt. Hey, der Brian ist doch gar nicht dick, der muss nicht abnehmen. Brian. Brian! Gib mir da Brian. Brian. Hatfield, so heißt er in meinem Handy. Oh. Bro, tu das weg von dort. Ah, ja. Wieso macht es jetzt Geräusch? Du musst weg von irgendeinem... Mach kein Geräusch. Gib. Doch, ich höre hure viel Geräusch. Schon. Es macht hure Störgeräusch. Aber ich höre gar nicht. Okay, jetzt höre ich etwas. Brian nimmt den nicht ab. Willkommen Gott. bei Combox von Okay, Wingo. easy. Ja. Alright, dann läuten wir nachher wieder an. Also bei mir hat es jetzt gerade saumässig viel Störgeräusch drauf gehabt, ich weiß nicht. Ja, komisch. 5 Minuten, sagt er. Okay. Okay. Dann tun wir doch schnell in diesen 5 Minuten das Line-Up von der Schweizer Bands rappen. Gehen wir. Also, was haben wir da? Agnostic Front sieht nicht so Hey, Schweizer weißt du, was wir aus. können machen? Du kannst Flugmodus rein tun und dann über Wireless anrufen, dann macht es nicht so viel Geräusch. Ich bin wireless. Ja, über WhatsApp anrufen, dann macht es nicht so viel Geräusch. Weil du bist mit dem WLAN verbunden. Ja. Im Handy, Flugmodus hier, Wireless und dann WhatsApp anrufen. Ja, schon. Ja. Weil dann macht es nicht... Sobald du angefangen hast, den Anruf zu machen, hat es bei mir im Kopfhörer angefangen zu phasen oder so Alright. Internetgeräusch machen wie früher. Ich schreibe Brian Leute via WhatsApp an. Und tut sie wieder Kabel machen. Ja, fair. Okay, machen wir so. Schreiben Leute über WhatsApp an, wir haben Störgeräusche. Da lernen die Leute sogar noch etwas. Jetzt stört es nachher auch wie Sau. Alright. Also, Agnostic Front sind nicht so Schweizer, aber dafür XOXO. Haben wir Klick mal letztens- drauf, die haben sicher auch einen Ah ja, Text. sicher. Oben eine Grenze gibt sich mich hure Mühe. Das ist Number one. Also, Ich finde, du hast das so schön okay, vorgelesen. die Band-Bio von XOXO liest sich recht schnell. XOXO bringen Frosch und Wut mit aus Zürich. Keine Diskussion und keine Kompromisse. Violent Riffs für Militant Queers. Stay cute, XOXO. Und dann noch ein längerer Text. Aber das tut es gut erklären. XOXO fickt. Und die haben wir am Hulk United gesehen. Mhm. Ganz geil. Und ich durfte am Red Carpet Bandroom Livestream-Show können filmen. Mhm. Das ist auch ganz cool. Die machen sehr gute Sachen. Also, sehr Ja. gespannt. Wie gesagt, ich komme immer noch nicht raus, aber es klopft. Das glaube ich auch, definitiv. Das ist das Voll. Wichtigste. Das wird wie geil. XOXO. Dann der Kate Der Effect. Gate-Effekt. Kennen wir natürlich. Die haben am gleichen Abend, ein Abend vorher, haben sie Wacker Metal Battles Semifinal gewonnen. Und dann am Stimmt. nächsten Morgen einfach gerade angekommen für das Open Grenchen. Was für ein Sonntag für die Jungs. Unglaublich. Und du kannst vorlesen. Aber du hast so ein schönes Ja. Hochdeutsch. Ich lese es einfach mit einem Schweizer Akzent vor. Alright, als Schweizerisch. Nein, der Kate-Effekt sind keine britische Modeerscheinung, sondern eine feste Größe in der Schweizer Metal- und Hardcore-Szene. Seit 2011 verbindet Jesus. die Melodic... Es ist weniger peinlich, wenn ich regulär Hochdeutsch rede. Ja. Beim Melodic Death und Thrash Metal mit einer guten Portion Hardcore und trifft damit direkt ins 2000er Herz. Viele Zuhörerinnen... ich kann nicht einmal mehr lesen, Alter. Ihr Sound. Ihr Sound rast von wuchtigen Breakdowns zu gnadenlosen Blastbeats und landet punktgenau bei eingängigen Refrains. Das beschreibt eigentlich sehr gut. Schau, mit Kate über Effect. 60 Jahren gemeinsamer Banderfahrung liefen Kate Effect Live-Shows, die keine Atempause kennen. Okay, zu lang.
Einfach der erste Teil. voll. Der erste Teil vorlesen ist immer gut. Der Kate ist Effect. Kate Effect, coole Truppe. Sehr, Lustige sehr, Band. sehr coole Truppe. Weißt du, Dann Lunar warte, Vortex. ist das Foto mit der neuen Bassist? Ja. Ah, geil. Ja. Lunar Vortex. Haben wir letztes Jahr Auch schon empfohlen. nominiert. Metal Sabula. Stimmt. Richtig. Also wir sind früh im Lunar Vortex. Wir sind gut im Schatzkala da. Voll. Dieses Jahr sind sie auch an The Crowdcore Reports nominiert worden. Jo. Also, They Be Going Places. Die hätten auch mit Born of Osiris gespielt. Im Kiff. Aber nachher haben sie den Local Support Ja. gecuttet, wegen wenig Wegen Vorverkauf. Vorverkauf. Das Kauft sind euch nicht ein nur- Ticket zum Vorverkauf. Genau. Also auch für den 6. März im Werkbaden. Das sind Ticket zum nicht, Vorverkauf sind kaufen. nicht nur Lunar Vortex betroffen gewesen, sondern halt Illusionist und ein paar andere Bands. Aber ich habe mich voll gefreut, zum die live gesehen mit Born of Osiris, aber dann war es halt nicht gewesen. Dafür Sehr. kann ich sie am diesjährigen Open Grenichen gesehen. Die Band aus Zürich ist wirklich brutal. Ich lese geschwind da, was am Anfang steht. Aus dem Herzen von Zürich stammt Lunar Vortex, eine 4-köpfige Deathcore-Band, die Anfang 2023 gegründet wurde. Angetrieben von der gemeinsamen Leidenschaft für kompromisslose, Härte und kraftvolle Texte verbindet die Band brachiale Riffs mit intensiver Atmosphäre. Mit der ersten Veröffentlichung Rise Up / Cosmic Curse macht sie 2024 erstmals lautstark auf sich aufmerksam, gefolgt von der EP We Wander Lost im selben Jahr. Und ich muss sagen, der eine Song, glaube ich, Frozen etwas. Das ist okay. Weggeblasen, erstmal, wo ich die gelost habe. Und letztens Crimson, brutaler Song. Warte, wie hat der geheißen? So, Heißt- Frozen Soul und so Wenn wir Scheiß. Fische machen, sonst kommen wir nicht durch, bis der Brian anläutet. Ja, Lunar Vortex. Einfach zum Sagen, weil das ist der erste Song, den ich je von denen gehört habe. Und Wenn wir alle Texte vorlesen, kommen wir eh nicht weggeblasen. durch, bis der Brian anläutet. Das können wir nicht mehr machen. Frozen Solid war vielleicht, maybe. Keine Ahnung, Alter. I don't remember. Ja gut, dann I ist es don't zu remember. spät. Aber das war wahrscheinlich Frozen Solid gewesen. Gut Maybe, möglich. maybe. Gut möglich. I don't Die remember. nächste Band, die wir haben, ist Unified Move. Unified Moved, der Reto, der siehst du an jedem fucking Konzert, der Bruder ist eine fucking Legende von der Szene. Der Reto ist der Brudi, der immer vor der Bühne auf und ab hüpft und links und rechts rennt. Immer, Beste. Immer. 24/7. Und der ist Teil von Unified Move, eine sehr gute HC-Band, die Yes. letztes Jahr am Greenfield gespielt haben. Yes. Und kannst du mal vorlesen. Nein, Bruder, wenn wir alles vorlesen, sind wir nie fertig, bis der Brian kommt. Das sind im Fall etwa 15 Schweizer Bands. Alright, Unified Move gibt es 2012. 2012. Seit 2012 gibt es Unified Yes. Move. Und sie stehen seit Beginn für energiegeladene Hardcore mit klarer Haltung. HC, HC. Oldschool Hardcore. Let's go. Hardcore. Geil, Jona. Hardcore mit klarer Haltung muss sein. Weil sonst gibt es so Nazi-Hardcore-Bullshit. Ja, voll. Scheiß auf Nazis. Old Kids Noise. All Kids Noise. Wir haben sogar eine Platte von den Jungs bekommen. Ja, fucking cool sind die. Die sind richtig cool. Ja. Aber das Problem ist, an dem Old Kids Noise, ich finde die Musik sehr geil. Heisst das jetzt, ich bin alt? Wahrscheinlich. Fuck me. Ich habe letztens einen Aber schau mal, Schallplattenspieler. wie lange das die Band schon gibt. Ich habe letztens einen Schallplattenspieler gekauft und jetzt habe ich endlich mal die Schallplatte hören. Ist gut. Voll. Kommen wir aus Aarau? Habe ich gar nicht gewusst. Aarau, okay. Seit. Steht nicht, wie lange, hä? Steht nicht, wie lange, nein. Ist eigentlich auch nicht wichtig. Ja, Auf jeden Fall sind sie geil, gehen sie schauen. aber die Old Kids, die gibt's, die sind in der Szene, glaube ich, schon länger unterwegs. Ja, Vielleicht glaub's nicht mit dem Projekt, aber mit Wir haben eben anderen. herausgefunden, wir sind zu jung für Punk, weil alle Punkbands sind so knapp 40. Ja, voll. Fair. 35. Machen sehr coolen Sound, sind gespannt. Wir schnurren übrigens mit diesen Bands am Festival. Also ich werde die schon näher kennenlernen. Ja! Insanity 61 Insanity! haben wir auch Haben am wir letztes Jahr Hardcore darüber geredet? Ja, voll. Auch wieder eine Hardcore-Band mit einer klaren Einstellung. Ja, sehr geil. Ja, es ist wirklich stabil. Ich habe Death to Fascism Chorus immer noch im Kopf am Laufen. Voll. Einfach stabile Band. Sie haben Woos. Ich glaube, es liegt an den Woos. Ja. Bruder. Wir brauchen mehr Woos. Auf denen freue ich mich auch sehr. Ja, das Und können, glaube ich, Schlägle. Das können Schlägle geben. seit 2004. Ja, die gibt es schon lange. Bruder. Die gibt es schon lange. Das sind 22 Jahre. Fuck me. Jesus. Okay. Die gibt es Das ist crazy. lang. Ja. Da ja. bin ich 10 gewesen, als die sich gegründet haben. Dann haben wir Exorbitant Prices Must Diminish. Jawohl. Grindcore, oder?
Brian seine Favorites. Ja. Aber ist Grindcore? Da kann man lesen, Exorbitant Prices Must Diminish oder kurz EPMD. Aber was ich immer noch schlimm finde, ist, der Roman und der Joel haben einmal gesagt, Da wäre mir angeschaut. dass sie live aussehen wie Hallo, Denner. Brian. Yes, hello. Ja. Ich lege noch geschwind Kopfhörer an, dann höre ich noch besser. Ja. Geil. Gar nicht. Ich habe jetzt gerade gehofft, du sagst, du leist noch Hosen an. Brian, wir sind gerade bei Exorbitant... Die lege ich einen Weg nicht. Wir sind gerade bei Exorbitant Prices Must Diminish. Und ich habe gerade gesagt, dass der Roman und der Joel gesagt haben, von IMS-Podcast, dass sie eigentlich wie so einen Denner auf die Bühne stellen und es aussieht wie so ein Laden. Ich habe fast Weil EMP-Podcast jedes Mal, wenn ich die Band aber sehe, ist das einfach nicht so. Hast du da Insights dazu? Ich habe da tatsächlich keine Insights. Ich habe es letztes Jahr zweimal gesehen. Und beide Mal haben sie keinen Denner dabei gehabt. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, sie haben einmal einen Sänger gehabt, jetzt haben sie ja eine Sängerin. Und da haben sie vielleicht ein ganz anderes Konzept gehabt generell. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Okay, ja. Aber geil, das sind Dafür Grindcore, oder? Nochmal? Wie würdest du die nennen? Grindcore? Ah ja, absolut. Die machen Alright. Grindcore. Und Nice. auf dem letzten Album, was sie rausgegeben haben, haben sie einen Song namens I Only Shop at Pick Pace. Also sie sind schon recht stark mit der Läden unterwegs. Das ist so geil. Da bin ich sehr, Oh da bin ich sehr mein Gott, gespannt, wie geil. um die besser kennenzulernen. Hey Brian, hast du noch irgendwelche Worte zum Open Air Grenichen und dass wir momentan auf der Homepage gerade neben dem Agnostic Front stehen? Ja, ist schon heftig. Also absolut. Vor allem geiler Move. Agnostic Front haben doch gestern im Sädel gespielt und heute werden sie angekündigt. Finde ich richtig nice. So wird es Fast. eben gemacht. Fast so, als ob das jemand geplant hat. Ja, ich finde auch cool, dass es Ja, dass selbstverständlich. gerade ein Familienpack ist und gerade Madball auch kommt. Stimmt. Gerade beide Brüder. Stimmt, Family Reunion. From the East Coast to the West Coast. Ja, Absolut. Und ich meine, Madball ist ja aus Agnostic Front entstanden, von dem ist noch nice. Alles ist aus Agnostic Front Hure entstanden. hat sie geladen, der Greniche bis jetzt. Ja, also, ich glaube, Geil. das Jahr hat du das Gefühl gehabt, Bruder, Es wird geschlagen, jetzt wird letztes Jahr haben alle alten HC-Brüder gebrüllt, dass keine alte Hardcore-Bands spielen und jetzt hat er alle. Ali. Ja, freue mich. Ja, jetzt hat es umso mehr. Voll Das heisst- geil. Hey, das- was ich noch könnte sagen Das heisst, zum Grenichen Grenichen ist Nein, kommt's nicht. unglaublich cool, dass wir angekündigt worden sind natürlich. Das Ja. freut mich riesig. Ein offizieller Slot. Und lustig ist, es ist einfach das Video verlinkt von unserer letztjährigen Darbietung auf der Homepage. Habt ihr Geil. das auch gesehen? Ja, das haben wir gesehen, das haben wir vorher gerade angeschaut. Ja. Ich weiss Ja. immer noch nicht, ob es ein guter Ich Move hab- ist fürs Marketing oder nicht, aber Das tue ich tatsächlich auch anzweifeln, aber ich habe auch ein bisschen geschaut, ich habe es keinem lustig gefunden, wirklich. Also, es ist schon lustig. nächstes Mal mit mehr Publikum, vielleicht mit ein bisschen mehr Wortwitz, nicht mehr so viel Beef. Ich habe den Beef-Teil auch geschaut und ich finde ihn immer noch einfach lustig. Ich gehe jetzt aber nicht weiter darauf ein. Von dem her, wir werden es richtig geil machen. Es wird ein super Brunch dort am Morgen. Und Ich wer ha- es verpasst, der Oh. hat keine Ahnung. Machen kann wir dir- Kaffee und Gipfel und so. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wer um die Zeit wahrscheinlich nicht weiss, um was es wird gehen, wenn es anfängt. Nämlich du, der Ricky und ich. Oha, Ja. gibt es eine Überraschung? Nein, aber ich würde ja mal sagen, wir rühren unser Konzept nicht komplett über den Haufen. Und unser Konzept ist ja meistens recht improvisiert. Ja, fair. Wir fangen ja Sehr, einfach, und das funktioniert immer. wir fangen Ja. ja einfach mal an schnurren und schauen, was hingeht. Erstaunlicherweise funktioniert es. Erstaunlich, Wer hätte das gedacht? stimmt, das hat Leo am letzten Freitag auch gesagt. Erstaunlicherweise funktioniert es mega gut, für dass wir so keinen Plan haben, was wir machen. Cheers, Ricky. Ja, ist so. Cheers. Ich finde es immer lustig, wenn Bands, die wir im Podcast haben, uns fragen, und sollen wir etwas vorbereiten, etwas planen, haben die Fragen? Nein. Schicken schon mal Fragen voraus. Nein, wir haben keine Ja. Fragen voraus. Schicken schon mal eine Frage aus. Nein, das ist eigentlich das Einzige, was man kann sagen kann. Ist schon, ja, am besten tust du einfach mal deinen Lebenslauf vorbereiten, weil der Ricky wird dich sicher fragen, wer bist du? Wer sind ihr als Band? Wie sind ihr dazu gekommen, Bands zu gründen? Ja. Wer bist du und wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen? Das sind eigentlich ja die 5, das sind so ein paar Grundfragen, die wir Ja. allen stellen. Ja, fair. Und aus denen kannst du nachher relativ viel machen. Ja. Ja. Wenn du weißt, wie man eine Konversation führt. Die meisten Leute, die interviewen, wissen halt nicht, wie man eine Konversation führt, weil das nicht das Gleiche ist. Voll. Absolut. Hey Brian, wir sind gerade dabei, die Schweizer Bands vom Open Air Grenichen Line-Up durchzugehen. Okay. Ich weiss nicht, ob du gerade mitschauen willst, aber wir sind gerade bei Hatters angekommen.
Ja, was hast du fragen, Ricky? Heathers. Aber Laura Jane Grace ist nicht, gell? Nein, Laura Jane Grace ist die Sängerin von... Die Swiss sind auch nicht Swiss. Nein, doch. Doch. Swiss ist ein Schweizer, aber in Deutschland... Haben wir den Fall übergesprungen, oder wie? Die Swiss. Sie sind eine deutsche Band. Eine deutsche Band, die Schweizer Namen haben. Alright. Ich erkläre es dir schnell. Alright. Swiss ist ein Rapper Ja. aus Deutschland. Der ist Schweizer. Ah. Ist aber nicht in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Aha, ein Exportprodukt. Darum heisst er Swiss. Alright. Also an dem Tag ist es ein Importprodukt. Darum Ja, heisst fair. er Swiss. Und dann hat er aufgehört zu rappen und angefangen Punk zu machen. Und dann hat er irgendwie, glaube die anderen sind seine Punkband. Okay, fair. Alright. Also cool. es ist ein deutscher Act. Alright. Aber er ist Schweizer. Ja. Und dann mal Hathors. Und Laura Jane Grace ist die Sängerin von Against Me. Weißt du ganz mich? Ah, cool. Brudi. Also Gesangsperson, oder? Nein, die Sängerin. Ah, hat sie Pronomen? Es steht überall Das ist- Laura Jane Grace. Ja, aber es steht... Aktivistin, Ja, aber Against Me war die Autorin. erste Punkband, die so eine Frontperson hatte. Ja. Ever, oder? Aber es ist, glaube ich, eben keine Frontperson, sondern eine Frontfrau. Aha, easy. Jetzt komme ich langsam draus. Ja, Alright, ja. es ist ein Step weiter wie... Außer, Ein Schritt weiter wie außer- Person. Easy. außer gar nicht, haben jetzt einen grammatikalischen Fehler gemacht. Nein, Ich glaube nicht. nein, das ist schon Dann länger war. so. Dann war. Aber ja. Und das kennst du Against Me nicht, Bruder? Nein. Ah, du solltest wirklich mal Punk hören, Homie. Alright. Du solltest wirklich mal deine Punk-Basics durchgehen. Against also, Me, Teenage Anarchist ist ein verdammt Alright. fetter Song. Also Hathors. Habe ich schon mal live gesehen. Sick. Ja. Von wo sind die? Vinti. Vinti. Dann ist es richtig im Kopf. Nein, nicht unbedingt. Ja, das kann sein. Ja. Ja, über den Kanton Zürich auf jeden Fall. Natürlich. Ja, gemeint, ich komme aus Vinti. 2011. Sogar dort Brian, USA. weißt du, wo Heathers herkommt? Nein, ich kenne die auch nicht näher, ich kenne die nur vom Namen her. Das Okay. ist so eine Ja. Band, die immer wieder mal auf Flyers ist. Ja, die ist eben, das ist fucking random gewesen. Ich habe mal, Eluveti hat mal dort bei Eglisau in der Nähe, in dem Amphitheater gespielt und Heathers ist irgendwie Opening Act gewesen und das war sick gewesen. Dort Sound Circle. Ja, Sound Circle Festival. keine Ahnung. Weiss Ja. nicht, das ist schon lange her. Weil Ja, der- muss das gewesen sein. Ja, und dort ist Sound, wirklich... das ist nicht Spreite gewesen? Nein. Nein. Also vielleicht. Aber Nein, dort- nein. Nein, das in Spreite hat anders geheißen. Ist auch Circle etwas gewesen? Wird haben wir. Ja, aber das ist, glaube ich, pleite gegangen wegen zu wenig Zuschauer. Ja, fair. Das war XDO gewesen, das habe ich gespielt. Voll. auf jeden vor langer Fall, Zeit. die sind richtig gut gewesen und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, wie wenn Nirvana noch ein bisschen mehr hässig ist. Mm. Neuere Songs habe ich nicht so viel gelassen, aber das ist, gehe ich sicher mir reinziehen. Wir sind 15 Jahre unterwegs, mit europäischen und USA-Tours hinter sich. 4 Platten. Geil. Alright, bin Ja, gespannt. die sind, glaube ich, stabil erfolgreich. Stabil. Muss man mal abchecken. Aber laut dem Foto sind sie auch eher grungig unterwegs. Ja, Also ja. sie haben, glaube ich, alle ein Kurt Cobain-Outfit an. Alright, spannend. Bin gespannt. Dann ein Guru, Schweizer Band. Schweizer Band. Was machen Noch nie gehört. Ja. Kann nicht. 2 Oi, Jahrzehnten. gibt's aber schon 20 Jahre. Shit. Ah, Ska. Okay, deswegen. Makes sense. Makes sense, Makes dass wir noch sense. nie davon gehört haben. Ja, voll. Okay. Brian, was ist eigentlich deine Meinung so zu Ska? Ja, die habe ich, glaube letztes Jahr bei Circa wieder gegeben, oder? Ja, tatsächlich. Circa haben die als Eben. Ska-Band angefangen. Das heisst, liebe Fans, wenn ihr jetzt zuhört, geht zurück an den letzten Gränichen Podcast, kommt schon wieder richtig ins Gränichen Fieber rein und dann findet ihr auch raus, was ich von Ska halte. Der Brian ist so ein gottverdammter Profi. Alter. Einfach professionell, sogar im Brian Handy. ist so ein Profi. Ja. Aber in dem Fall habe ich das Gefühl, wir haben etwa eine ähnliche Meinung zu Ska. Ja, voll. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Ska-Fan, aber auf Spanisch finde ich es geil. Also, Bruder, die haben ja schon im Greenfield gespielt. damn. Dynamo Kaufmann, Schür. Wo? Also, es ist also eine richtig Gurte. etablierte Band. He? Valumnezia. Cool. Richtig etablierte Local-Band, die wir noch nie davon Seit gehört haben. 20 Jahren unterwegs. Wollen wir Alright. vielleicht auch mal uns gönnen. Ja, deswegen tun wir die nicht kennenlernen am Festival, hätte ich gesagt. Bruder, einfach so zur Info, wenn wir alles das machen, was wir geplant haben, haben wir keine Zeit, um jede Band zu interviewen. Insane. Welche ist noch Schweizer Wir da? machen es so wie letztes Jahr. Einmal können wir halt nur 3 Songs schauen, aber dann Ja, ist es fair, so, fair, fair. oder? Das nein, bringen wir nein, schon nein, an. ich kann dir jetzt schon sagen, nein, das ist eine Nein. Punkband, das sind Die keine ist mehr. auch nicht. Ja. Große Zeit auch nicht. Ich habe es aufgeschrieben, weil es Schweizer Bands sind. Ja, voll. Geh mal zurück.
Warte. Wir sind, glaube ich, durch im Fall. Ja. XO, sorry. Kate Effect, Lunar Ja. Vortex, Unified Ja. Move, All Kids Noise, Insanity 61, Exorbitant Prices Must Diminish, Hathers Hathers und und Nguru Du sind bis hast jetzt die recht. bestätigten Schweizer Bands. Cool. Oh ja. Das ist sehr geil. Top. Mhm. Tipptopp. Sonst, Brian, hast du noch etwas zum Erzählen? Wie läuft's? Wie ist das Leben? Ja, übermorgen gehe ich auf Burgdorf in die Kulturhalle Sägegasse in der coole Death Metal Abend. Ja. Das wird ja. super. Also falls jemand auch dort ist, sagen wir Hoi. Mhm. Night of Death 2. Und dann, was haben wir noch? Ja, nein, sonst eigentlich nicht allzu viel. Mhm. Alright. Hast du dich eigentlich schon entschieden? Ob du am 16. März Ja. gehst du Bisigaki oder Ja. Bisigaki Musik hören? Ich will schon sehr fest Bisigaki Musik hören, aber ich habe das Billett extra noch nicht gekauft. Wer spielt Das dort? heisst, es ist immer noch offen. Wer spielt? Versus. In der Met Bar spielt Dings Rectal Depravity Das ist eigentlich schon und etwas, was der Versi Brian muss spielt machen. im Werk Baden. Also, ja, ich glaube, Scheiße für uns, ich komme auch Rectal Depravity. Weißt du, ich würde jetzt ja sagen, Jungs, fickt euch, ich kündige den Podcast, aber das Problem ist, ihr würdet das auch ohne mich schaffen. Nein, unmöglich. Spaß. Ja, nein, das ist doch gut. Hey? Ja, Mhm. easy. Ja. Sonst so. Eben, wir machen ja gleich noch unsere Nominierungen und unsere Metal Awards. Ja, voll. Das machen wir ja. Ja. Es kommt. Das kommt. Jetzt nicht Genau, vergessen. das wird super. Jawohl, das kommt. Voll. Wir müssen einfach schauen, wann. Die Ja, nächsten voll. 3 Wochen wird schwierig. Wir haben jetzt ein bisschen müssen verschieben wegen Prüfung und so, aber es kommt. Mhm. Ja, wir schaffen das. Ja. Dafür, zuerst kommen die Crowdcure Report Awards, die einen sehr guten Job machen sind. Wenn wir nachher überhaupt nicht. Deswegen, wir machen mal unsere weiterhin. Ja, easy, hey. Part simple. Best Tipptopp. Release. Alright? Ja, Brian, hast du noch Yeah. irgendetwas zum Sagen? Sonst würde ich dich jetzt nämlich wieder springen lassen und dann kannst du deinen restlichen Abend hinten rein. Sehr gut. Also, dann sagen wir es so. Ich freue mich riesig auf die Awards. Es ist das erste Mal, wo ich einen Servila Award wird verteilen. Darum bleibt gespannt. Jawohl. Und bis dann. Ich bin so froh, hast du nicht gesagt, das ist das erste Mal, wo du einen Servala gehst verteilen. Ja, also mach's Easy. gut. Tschüssi, Brian. Bye, Dich bye. lieb. Mach's gut. Ihr Bis nächstes auch. Mal. Bye, bye. Wie ihr gehört habt, wir haben zwar nur eine Kategorie, aber dafür gibt es 3 Metal Serval Awards für Best Release von 2025. Genau. Dann ist eine meine Wahl, eine ist deine Wahl und eine ist die Wahl von Brian. Jawohl. Also, ich würde sagen, machen wir noch schnell ein Konzert durch. Mhm. Weil ich bin langsam komplett auf der Fresse und muss ins Bett. Ja, fair. Das ist gut. Wie der Brian schon gesagt hat, am 13.02. in der Sägegasse Bern. Night of Death. 2. Ja, man. Night of Death 2. Night of Death 2. Diagnosis, Defaced und Shallow Descent. Bruder, das war hure tief gewesen. Ja, voll. Diagnosis in the Face und beide Release ist Genau, und bei Release den Album. Both an album release show. Voll. Ich kann es glaube ich nicht auf Schweizerdeutsch, Ja. ich kann es nur auf Englisch. Hour of Penance ist von Italien Ja, und Shadow Descent sind von Bern. und bumset. Bums, Es wird dann hässlich, es gibt Death. Samstag, Death Metal, 13. Deathcore. Februar, Sägegasse Burgdorf. Jawohl. Am 21. Februar 2026 im Gaswerk Winterthur ist Moment of Madness, Windshelter und Pingos. Und ich habe Windshelter falsch geschrieben. Mit SCH. Aber ja, How Swiss German do you want to write? Ja. Windshelter, yes. Windshelter haben wir am Greenfield gesehen. Pinghost haben wir. Bist du da dabei Ja, gewesen? Pinghost habe ich Nein, nie gesehen. die habe ich in Basel gesehen. Corebound. Was ist Corebound? Genau. Ist das im... In Sommer. Nein. Ja, doch, dann habe ich sie auch gesehen. Doch, Pingos du sind die bist schon Deutschen, oder? dabei gewesen. Ja, du bist schon Ja, dabei die habe ich gesehen, die sind gewesen. geil gewesen. Das sind die gewesen mit den Lämpchen. Ja, genau. Oder das sind die gewesen, Ja. die so richtige Oldschool-Metalcore gemacht haben mit so Mitsing Ja, Parts. genau. Jo, Das sind Pingos geil. gesehen. Und das ist nicht im Sommercasino. Das ist doch so. Doch, das ist ein Das Sommercasino war hure geile Venue. Haben wir mega gefreut von der Vibe. Da wollte ich schon wieder mal gehen. Yes. Dann, am gleichen Abend gibt es, das ist in Gaswerk Winterthur, habe ich gesagt? Jo. Ja, 21. Februar. Und am Jo. gleichen Abend im Bad Hüsli in Basel. Ich hoffe, das ist in Basel. Aber es ist wirklich Bad Hüsli. Spielt Das ist ein Ball. Akudama, Sleep on Wednesday und Forced to Breathe. Wenn ich mich nicht
ihre Forced to Breathe die erste Show, maybe. Macht coole Shit. Und ja. Es gibt doch wieder neue Bands. Ja, ist Neue cool. oder junge? Junge. Junge, ja. Sick. Also, das ist sehr cool. Freut mich sehr. Zum junge neue Bands gesehen. Nicht immer neue, alte Bands. Und dann, das ist am 21. Februar. Darf ich das nicht schon machen? Ja, sicher. Am 28.02.2026 im Sommercasino Basel. Moment of Madness, Mayflower und Windshelter. Schon wieder falsch geschrieben, aber auf eine andere Art. Windshelter. Windshelter. Okay. Geil. Zweimal falsch Also, geschrieben, ja. das ist unglaublich. Im Sommercasino Basel. Also von der Voll. Location, die wir vorher gerade Ja. gehabt haben. Am gleichen Abend. Hell yeah. Am gleichen Abend In Zürich. spielen wir in Taoist mit Akudama und Sleep on Wednesday im Ebri in Zürich. Hat das Genau. etwas mit der Wednesday von Adams Family zu tun? Kein Dass Plan. einfach auf ihr draufschlagen hast. Wir können es fragen. Aber es ist cool, weil es sind zwei junge Bands. Und ein Alter. Nein, es sind zwei junge neue Bands mit der alten neuen Band. Yeah. Das ist wirklich sehr cool. Es sind mega viele Leute verwirrt, weil sie gefunden haben, euch gibt es ja erst seit letztem Jahr, aber wir Ja. sind schon so gut bei Taoist. Ich sage, wir spielen alle schon seit etwa 10 Jahren in Bands. Gell? Es ist fucking. Ist jetzt nicht so, dass wir das erst seit einem Jahr machen. Wir sind seit 2012 auf die Bühne. Also, oder länger. Also ich in der bin Schweiz. 14. In der Schweiz. Aber Ich bin 14. fair. Ich habe im 2012 in der Schweiz angefangen zu spielen. Ich habe noch eine funny Story zum nächsten Konzert. 14 Jahre? Nein, warte. 14? 14 Jahre auf Schweizer Bühnen. Holy fuck. Wann bist du? So. Ja, korrekt. Dort habe ich 12 oder 13 erst Konzert mit Tropas, glaube ich. Oder, Fuck, du hast ja mal bei Atropass gespielt. Voll. Shit. oder eben wie letztens gelernt hast, mit Broken Fate habe ich mein erstes Konzert mit 17 gehabt oder so. In so einer Biker-Bar. Too crazy motherfucker. Ja. Alter. Heisst du Jörn? Oh ja, wäre meine Erfahrung. Wenn du den Joke verstanden hast, schreib es im Instagram drunter. Wenn meine Bühnenerfahrung in der Schweiz ein Kind wäre es schon in der Highschool, von dem her. Also darf ich gleich Alkohol saufen. Gleich. Anyway. Ja. Anyways, wir sind alt, Akudama und Sleep on Wednesday sind jünger. Ist cool. Coole Mix of Generations. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir sollten eigentlich vor ihnen spielen, dass wir früh ins Bett können. Ja, fair. Eigentlich schon. Ja. Besonders für unseren Bassist unbedingt früh ins Bett gehen. Mhm. Ja. Der Gitarrist eigentlich auch. Ja, ich auch eigentlich. Also, Eigentlich alle. Ja. Danu wäre sicher auch dabei, früh ins Bett zu spielen wir gehen. als erste Band, kommen wir ins Bett. Sagen wir einfach, das Konzert fängt um 6 Uhr an. Ja, jetzt. Ja, fair. Was ist das eigentlich im Ebri? Früher hat es geheißen, nur noch am Freitag und am Samstag keine lokale Bands mehr. Was ist jetzt los? Hä? Seit wann ist das wieder okay? Kein Plan. Wir haben nicht organisiert. Wir sind dabei. Voll. Und sehr gespannt. Dann, kannst du sagen? Nein, Goddammit. das wäre peinlich. Okay. Am 6. März spielt Anal Depravity in der Medbar. Kommt, das wird geil. Rectal Depravity. Heiter Pfanne. Anal Depravity. Same shit. Anal depravity. Same shit als Ja, ist genau das gleiche. Rectal Korrekt. Depravity in der Fuck it, Medbar. Anal Depravity, die heißen jetzt auch so. Das ist einfach... Anal Depravity. Goddammit, das ist auch ein guter Name. Fast ein besser Name, wenn ich ehrlich Ja, bin. aber Rectal Depravity in der Medbar. Nein. Auch, ja. Das ist der Brian. Kannst du euch sagen. Oder nicht, er ist sich noch nicht ganz Oder- sicher. Oder er ist... Oder er ist im Berg Baden. Also Versus EP Release Show. Mit, genau, das ist die Release Show von Category 55 Emergency. Die neue EP von Eversys. Die erste Hälfte vom Album. Ja, voll, wo eine sehr, sehr interessante Progression in der langen Geschichte von Eversys ist. Ich bin sehr gespannt. Das sind die besten Songs, die man je geschrieben hat. Ich weiss, es sagt immer jede Band. Aber das mal ist so. Es ist mit Abstand die besten Vocals, die wir je gehabt haben. Ja. Das definitiv. Ich meine, in den 15 Jahren Eversys, nein, wie lange sind die jetzt unterwegs? 2014. 14. 12 Jahre. In den 12 Jahren Bandgeschichte von Eversys schon der härteste Material, den ich je gehört habe. Von dem her, Aber auch das Softeste. auch softische, genau. Ich bin sehr gespannt. Es ist wirklich, also die Duality von diesen Songs ist wirklich, es geht von eigentlich einem Popsong bis zu Why the fuck did we do this? Ja, voll. Es widerspiegelt euer mentales State und das ist auch gut. Dementsprechend Ja, kommt. Ich fair. bin dort vor Ort am Filmen.
Und freue mich auf die Arbeit. Shit, ich muss dich noch anmelden. Ja, unbedingt. Ja, und ich habe letzte am Konzert von... Aber mit wem spielen die? Wir spielen mit Decrade und Drowned by Evil. 2 stabile Bands aus Deutschland. Mit denen spielen wir eben das Wochenende drauf und an diesem Wochenende nachher noch Shows in Deutschland. Darum haben wir das. Das ist eben, wir haben die ich habe Drowned by Evil mal in Deutschland gesehen, dann mit dem ich geschnurrt und dann so, wir sollten mal zusammen spielen und dann ist natürlich nichts daraus geworden und 2 Jahre später schreiben wir haben noch eine andere Band gefunden. Die organisiert eine Show in der Hometown und dann ist das safe. Und wir so, yes, Voll, let's go. voll. Und ich habe letzte Flyer verteilt an einem Konzert im Dynamo. Ja, sehr lustig. Nein, nicht am Silos Konzert, am Counterparts Konzert. Fair. Und dann habe ich dort einen Flyer verteilt und dann schaue ich die so, oh cool, Decrade, da kommen wir. Und ich so, what the fuck? Okay. How? Und sie so, ja, nee, die kennt man bei uns. Und ich so, Krass. heavy, sick. Von dem her, Decrade kennt man bei ihnen. Super. Also kommt, Decrade kennt man bei denen, die sind gut, die können was. Nicht Counterparts mit Tsunami gespielt? Was? Counterparts. Counterparts haben mit Tsunami gespielt. Ah, das ist von XOXO. Yeah. Tsunami. Das ist die Story. Ich so, hä, das ist doch Ja, voll. Exo. Dann habe ich das Handy noch ganz schnell vorgenommen. Ja, das ist cool. Ich habe einen Schock gemeint. Wer ist an dem Konzert? Und ich so, es gibt ein Konzert. Oh, ich habe nicht gewusst. Ja, du, bei dir ist Sunday is the Lord's Day. Also Sunday is the Lord's Day. Aber Tsunami für Tsunami wäre ich schon fast gegangen. Tsunami ist die langweiligste Band im Fall. Schon? Ja. Oh, schade. Aber also ich finde Musik einfach langweilig. Ja, fair. Also es ist einfach, also es ist literally eine halbe Stunde lang das gleiche Riff gewesen, einfach schneller oder langsamer gespielt. Das ist Hardcore. Yes. Nein, weil Comeback Kid ist auch Hardcore. Das ist nicht fair. das gleiche Riff immer. Es ist 50 Shades of Hardcore. Easy. Ja, Brudi, Anyways. von mir aus ist das eigentlich gewesen. Was meinst Voll. Sonst machen wir dort schnell den Tinder. Nein, das kannst du. Ricky, wir nehmen nicht über das MIDI-Keyboard auf. Goddamn! Was ist der? Ja. Ich glaube, das ist der zweite Clip, wo du nicht über ich glaube, der Mike sucht immer noch Metalcore oder Hardcore Band als Bassist. Kannst dich beim @SNISCKI in Instagram der Sneaky melden, wenn du einen Bassist brauchst für eine Metalcore oder Hardcore Band. Und du kannst dich auch beim Sascha melden, wenn du einen Bassist suchst und eine Metalcore oder Hardcore oder Beatdown Band oder einfach Heavy Band bist. Ich glaube, der Brudi. Und jemand brauchst, der kann Bass spielen und vor allem kann Songs auf dem Bass schreiben. Ja, ja. Und der Sascha ist wie auf Instagram? Kannst du Fearlab schreiben? Ja, schreib Fearlab oder ich glaube, er heißt Epsas? Nein, Epsas. 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 Okay. EPP. SOS. Voll. Er ist SOS, Alter. Uff. Special Oder Fearlab. Forces. Schreibst du an Fearlab und dann, ja. Oder schreibst du Metal Servola. Oder Metal Servola. Wir können verbinden, wir sind die Auskunft. Voll. Wir sind Indian Matchmakers. Und, Abgesehen davon, dass wir keine Indians sind. Hast du schon mal Indian Matchmaking gesehen? Nein. Boah, best Show ever. Anyways, wir lieben euch. Bis gleich. Das ist Aber nur platonisch. Ja. Das ist Welchen ist es? das kannst du schon tun. Welches ist es? Das Intro. Ja, genau. Weißt du, was ich sage zu dem, was wir vorher gemacht haben? Ja. Zu unserem ersten Intro und dem Ja. Dings. Weißt du, was ich sage zu mir am Open Air Grenichen? Ciao zusammen. blöden Wichser! Yippee-ki-yay, motherfucker. There are far worse things awaiting death than man. Tism. Das ist ein Callback zu einer Show, die keiner von euch gesehen hat. Welche? There are far worse things awaiting death than man. Ah, das ist Dracula von den 50er. Nein, das hast du gesagt. Ja, das ist Dracula Ja, von aber du den hast 50er. verkehrt gesagt einmal bei einer Show. Fair, ja. Das war fucking funny gewesen. Und dann hast du mich so angeschaut, so, oh no. Ah, ja, Aber hey, ich habe den falschen Song gespielt beim letzten Konzert am Anfang. Von dem her, fuck Ja. this, tschüss! Ciao.